Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischkuren. Jetzt Kasperl. Leute, zumindest für heute bin ich Edzardler besiegt. Ich habe die Fresse dick, ich versuche seit einer Stunde. Eine Möglichkeit zu finden, wie ich auf diesen Stream weiter reagieren kann. Da haben wir aber das Problem, dass hier ist beieinander, dass der liebe Inge in die Untiefen des Internets verbannt wurde durch diese Copyright-Geschichten vom Winge. Ne? Thema Copyright-Geschichten im Übrigen nochmal kurzer Querverweis. Ich werde es euch, wenn ich dran denke, nochmal drunter verlinken, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen, das neue Video von Ofi anschauen, ne? Wo es um die GEMA geht. Und bitte, 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 bitte. Melden, 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 melden. Ja? Die GEMA so mit Meldungen über den Wingel überfluten, dass sie handeln müssen. Dann sagen wir immer mal, was hier Copyright-Verletzung wirklich ist. Wer hier Edzardler tatsächlich derjenige ist, der hergeht und das Copyright von anderen Leuten verletzt. Na? Gut. Ich habe die Fresse dick. Deswegen gibt es jetzt heute kein Wingel-Video. Schon mal angekündigt. Ne? Wenn ihr Bock jetzt habt auf Wingel, ich werde es auch in den Titel des Videos schreiben. Heute kein Wingel-Video. Vielleicht kriege ich es irgendwie geschissen. Roxar hat gemeint, er schickt mal noch einen Link, wie man sowas von Trovo runterladen kann. Weil Trovo ist halt die hinterletzte Dreckseite, die es gibt. Ne? Die ist unübersichtlich, die ist scheiße zu benutzen. Und ich habe jetzt, gestern hat das Problem, das funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein riesengroßer Depp. Das kann natürlich sein. Die Möglichkeit möchte ich niemals ausschließen, dass ich einfach ein Vollidiot bin und zu alt fürs Internet und mich damit nicht auskenne und einfach irgendeinen winkleresken Fehler gegangen habe vor lauter Dummheit. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings, jedes Mal, wenn ich versucht habe zu pausieren, hat es das Video beendet und wieder komplett an Anfang geschoben. So kann ich die Scheiße nicht reagieren. Funktioniert leider nicht. Ne? Wenn ich eine Möglichkeit finde, das sicher und zuverlässig runterzuladen, Edzardler, und dann über VLC-Player zu reacten, dann werde ich es darüber machen. Ansonsten muss ich schauen, wie es hier weitergeht. Vielleicht, ich habe mit Märkische Hede mal im Podcast bei Serial geredet. Vielleicht mache ich es tatsächlich so, dass ich dem seine Ausschnitte dann einfach nehme und dazu meinen Senf gebe. Dann gibt es halt deutlich kürzere Videos. Aber ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe wenig Zeit. Ihr werdet auch bemerkt haben, es tut mir fürchterlich leid, viel weniger auf die Kommentare eingehe wie früher. Ich habe einfach wenig Zeit. Und ich möchte diese wenige Zeit, die ich habe, so effektiv nutzen, wie es geht. Und das ist mir aktuell im Drachengame nicht möglich. Das hat er, ja, Props, das hat er geschafft, es so inconvenient zu machen für Leute wie mich, darauf zu reagieren, dass man es einfach dann bleiben lässt. Jetzt habe ich aber trotzdem Bock, für euch ein Video zu machen. Und vielleicht, also der ein oder andere hat ja schon geschrieben, ja, auch beim Notreger Dezember, dann mach halt was über irgendwelche anderen Nasen. Ne? Mach halt Schwafel über irgendwas anderes. Und das machen wir heute. Wir schauen uns heute an, ob Rob Bubble zu woke ist. Das ist ein Video von Rob Bubble selber. Ich kenne den nur am Rand. Ich habe früher mal ein paar Videos von dem gesehen, die relativ based waren, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe da auch schon nicht mit 100%ig seiner Geschichten übereingestimmt. Leider, ihr kennt's mich. Ich bin ein alter Linker, aber halt auf dieser Arbeiterklasse Gerechtigkeits, nicht auf der Vogue-Schiene. Dementsprechend, ja, schauen wir uns doch mal an, ob hier der Rob Bubble tatsächlich Vogue ist und warum, das Video heißt, warum die Woken von allen gehasst werden. Ich könnte ein paar Ideen anbringen, warum das so ist, aber let's fetz. Mir ging ja nicht einer in Rainer. Ich wurde neulich auf was hingewiesen, was mich krass schockiert hat. Ich bin anscheinend Vogue und
Nicht nur ich, alles ist Vogue. Funk, Hollywood, die Regierung, alle Influencer, die Montana Black nicht mag. In den USA hat Warum man da jetzt gegen Montana Black schießt, keine Ahnung. Aber es ist alles Vogue, okay. eine Organisation mal alles gesammelt, was da laut Fox News gerade alles Vogue ist. M&M's, Nike, BlackRock, Lockheed Martin, Facebook, Twitter, Google, North Face, Coca-Cola, Ben & Jerry, Walmart, Corporation. Ja gut, hier wird jetzt, glaube ich, gerade der Strohmann aufgebaut. Ne? Es gibt einen generellen Konsens von vielen Leuten, dass ihnen dieses extrem Woke auf den Sack geht. Also ich glaube, die wenigsten Leute sind gegen Gleichberechtigung oder ja, sagen hier, Transmenschen sollen die Rechte aberkannt werden. Das sagt ja keiner. Also keiner, der noch alle beieinander hat. Ne? Die Problematiken, die sich halt ergeben, ist erstens die Überkompensation, was diese Themen angeht. Also sprich, wenn du dir irgendwelche Disney-Produktionen oder sonst was angeschaut hast, da ist dann so ungefähr so, Weiße haben jetzt, weiße Hetero-Männer, das ist das Lieblingsfeindbild, also wenn du dann noch alt bist, oh, fürchterlich, ne? Da bist du praktisch eigentlich schlimmer als Hitler. Die Narrative ist ja dann, weiße Hetero-Cis-Männer haben in die letzten Jahrtausende alles unterdrückt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Und deswegen geht es jetzt andersrum. Also, dass man dann sagt, hey komm, wir schauen, dass wir für Gerechtigkeit sind und dass wir für Gleichberechtigung sind und das Ganze ausgleichen. So, also, dass wir in einer fairen Gesellschaft sind, dann ist es Auge um Auge, Zahn um Zahn wieder. Ne? Das ist jetzt aber ja andersrum. Ne? Und das merkt man halt. Ne? Gerade wenn du dir dann irgendwelche Filme anschaust, du musst halt einfach, es ist ja nicht einmal subtil, ja, dann hast du wieder irgendwelche, wenn dann tatsächlich einmal ein weißer Heteromann vorkommt, dann wird er dargestellt wie der allerletzte Depp. Ne? Oh, schau ihn dir an. Weiß ich nicht. Und, aber hier, um auf den Strohmann zurückzukommen, hier wird jetzt Fox News hergenommen als Beispiel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Fox News ist halt kein Standard. Fox News ist halt ein Idiotensender für Vollidioten. Das ist, wer Fox News schaut, dem ist nicht mehr zu helfen. Der muss zurückgelassen werden. Wenn ich das dann als Startpunkt nehme, natürlich schaut das dann alles bescheuert aus. Ist ja vollkommen normal. Das ist genauso, wie wenn ich andersrum sage, hier, schau dir Shoyoka an, die ist links, ja, deswegen sind alle Linken Idioten. Ja, nur weil diese nicht mehr alle beieinander hat. capitalism, fascism, Racism, public schools, Private schools, universities, medical schools, college campuses, math, kindergarten lesson plans, the CIA, NASA, military, the Air Force, the Navy SEALs. They've been woke with the emojis for a long time. Also wie geil wären die Navy Seals, wenn sie woke wären. Oh gut. Enough of the woke Santas. Baseball is going woke. The NFL, U.S. soccer is a body. Jo, Digga, wir haben's begriffen jetzt. LeBron James. What's going on with the wokeification of NASCAR? Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Sogar Jesus ist in letzter Zeit woke geworden. Warte mal, was heißt woke eigentlich? Would you mind defining woke? Because it's come up a couple times and I just want to make sure we're on the same page. So, I mean, woke is sort of the idea that, Ja. Irgendjemand anders? Ja, jetzt kommt, also. Das ist. Ein besseres Beispiel noch. Ja, wo wir uns alle gut damit auskennen. Ja? Du nimmst den Wingel. Der Wingel behauptet von sich, ein Metalhead zu sein. Sag mal, okay, wenn das ein Metalhead ist, und dann kommt jemand anders und der sagt, hey, ich bin Metalhead, dann heißt, bist du also wieder Wingel, oder? Nein, aber hör doch mal an, was der Wingel gesagt hat. Ja, aber der Wingel hat doch mit uns überhaupt nichts zu tun. Aber der Wingel sagt, The Democrats want to get you in an argument where you're having to define wokeism. It could be a feeling, it could be a sense. Ja, für was denn? Offensichtlich ist woke ein Begriff, der inflationär rumgeschmissen wird. Und das ist richtig. Ui, großartiger Frame.
Das ist das Feeling, was ich gerade kriege, der Vibe, den ich gerade kriege von dem Video. Ja, wird inflationär rumgeschmissen. Ist und natürlich auch von Idioten. Und natürlich auch von Leuten, die extrem rechte Propaganda benutzen. Ne? Es sind dann Leute, die dann kommen, so, ja, die wollen hier, was war das irgendwie? Chemtrails machen die Frösche schwul oder so. Ich hab keine Leute. Ja, aber das ist natürlich immer einfach, sich dann so Idioten hinzustellen als Strohmann, um die valide Kritik einer wirklich großen Menge von Leuten, die das sachlich und objektiv besprechen, einfach zunichte zu machen und als nichtig zu erklären, weil man selber keine guten Argumente dagegen hat. Ne? Und in diesem Video will ich herausfinden, warum das Thema Leute so wütend macht, ob wirklich alles Vogue geworden ist und wie Vogue ich eigentlich selber bin. Kapitel 1, was bedeutet Vogue? Also, warum das Thema die Leute so wütend macht, ist natürlich auch durch Leute wie eine Shoyuka, eine Freiraum Reh und ein Dara und wie sie nicht alle heißen. Ne? Weil diese Leute von oben herab anderen Leuten vorschreiben, was sie zu sagen und wie sie zu leben haben und dann so, boah, nee, krass, ey, du hast dich dazu noch nicht geäußert, so, das ist halt mal überhaupt nicht cool. Ne? Oder dies und das, ist alles schwierig, nee. Diese Leute. Natürlich macht das wütend. Ne? Wenn ich mir von irgendeiner Tussi, die halb so alt ist wie ich, im Internet erzählen lassen muss, was ich nicht für ein fürchterlicher Mensch bin, weil ich nicht gendere. Ne? Dann, ja, bist du halt leider abgehängt so heutzutage. Natürlich macht das wütend. Wen macht sowas nicht wütend? Ich könnte euch jetzt erzählen, dass Vogue seit den 30ern eigentlich dafür steht, dass man soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus auf dem Schirm hat und sich dagegen einsetzt. Ja, das ist schön, dass es seit den 30er Jahren so ist, aber Worte verändern ja ihre Bedeutung. Das ist im Übrigen auch das, was diese Bubble immer nie versteht. Ja? Die kommen dann immer wieder mit einem neuen Wort, was man dann wieder nicht sagen darf. Und dann, also, das und das Wort sagt man jetzt so nicht mehr. Man sagt jetzt stattdessen dieses und jenes Wort. Also, weil das ist jetzt negativ konnotiert. Ja, das Problem ist, wenn ich ein negatives Wort habe oder einen negativen Sachverhalt, dann wird das Wort, mit dem ich diesen Sachverhalt beschreibe, immer negativ konnotiert werden. Ne? Früher haben die Leute gesagt, hier, keine Ahnung, irgendjemand ist fett. Da hat es gesagt, fett sagt man nicht mehr. Ja, man sagt übergewichtig. Ja, dann sagen die Leute übergewichtig. Dann kriegt das auch einen negativen Touch, weil es natürlich die Leute auch ins Lächerliche gezogen haben. Ne? Und dann so Begriffe wie vollschlank oder sowas gekommen sind. Ne, jetzt sagt man übergewichtig auch nicht mal, das ist auch ganz, ganz schlimm. Jetzt sagt man mehrgewichtig und in dem Moment, in dem das etabliert ist, wird es wieder heißen, nein, das ist jetzt negativ konnotiert, weil natürlich Leute dann kommen und sagen, ja, hier Ricarda Lang, so, mehrgewichtig. Und dann wird das ins Lächerliche gezogen und dann kommt das nächste Wort und dann darf man das wieder nicht sagen und so weiter und so fort. Es ist das Problem. Ja? Ich kann halt einfach Scheiße nennen, wie ich es will. Es wird immer Scheiße bleiben. Und jedes Wort, das ich dafür nehme, wird früher oder später mit dem Ding Scheiße assoziiert werden. Also können wir es doch bleiben lassen. Dann sagen wir halt einfach Scheiße dazu. Das wisst ihr aber vielleicht schon und es ist auch völlig egal, weil das hier nicht das ist, was gemeint wird. Vogue ist inzwischen ein Vorwurf. Zum Beispiel für das vermeintlich überempfindliche Sehen von Ungerechtigkeiten, wo, so die Kritiker, eigentlich gar keine sind. Für Leute oder Firmen, die sich mit dem Aktivismus für Minderheiten schmücken, das aber eigentlich in Wirklichkeit nur machen, so der Vorwurf, um sich selbst dafür gut zu fühlen oder um gut dazustehen. Ja, aber es ist doch so. Ne? Das beste Beispiel, was war es, BMW? Hier in Deutschland, was ist Juni, ist Pride Month, glaube ich. Ist es Juni? Alles mit Regenbogenfarben. Ja? Auf Twitter Regenbogenfarbe, auf Instagram Regenbogenfarbe, auf
überall Regenbogenfarben. Und in Saudi-Arabien oder in Dubai oder sowas nichts. Gar nichts. Auf den Accounts dort nichts zu finden von Regenbogenfarben. Natürlich benutzen diese Firmen das, um sich ein positives Image aufzubauen. Schaut's uns an, wie inklusiv wir sind. Ja? Wir schließen alle mit ein. Also wir nehmen praktisch das Geld, egal von wem. Und ja, ich frage mich, warum man auch immer ein Politikum draus machen muss. So, yo, Bitch, ihr seid fucking Autohersteller. So, verkauft Autos und haltet euer Maul. Es ist doch nicht zu viel verlangt. Ne? Das Auto, das ich fahre, muss keine politische Message rüberbringen. So, das muss Preis-Leistungs-Verhältnis gut sein, einen anständigen Verbrauch haben, damit ich mir nicht zu Tode zahle an der Tankstelle. Und es muss fahren und möglichst wartungsarm sein, ne? Dass nicht permanent was im Arsch ist. Und dann ist das in Ordnung. Das muss mich von A nach B bringen. Es ist mir vollkommen egal, welche politische Einstellung der Milliardär hat, dem der Konzern gehört oder angeblich hat. Es ist mir scheißegal. Ja? Es ist mir auch scheißegal, wer da am Fließband steht. So. Wenn das Ding danach anständig zusammengefuscht ist, dann ist das in Ordnung. Ja? Dann fahre ich dieses Auto gerne und dann werde ich auch die Marke jemandem empfehlen und sage, hey, ich habe hier das und das Auto gefahren, jahrelang überhaupt keine Probleme gehabt, Reparatursport billig, läuft. Ne? Aber ich werde nicht sagen, hey, schau dir das mal an, super Schrottkarre, permanent irgendwas im Arsch, hey, nach 5000 Kilometer hat es den ersten Motor aufblasen. Ja? Aber ich würde mal jederzeit nochmal einkaufen, weil die Vogue sind. Ja? Nein, das macht doch keiner. Oder für das angeblich aggressive Aufdrücken einer moralischen Überheblichkeit. Für manche ist es auch einfach die Angst, dass ja, es ist doch so, dass dann wirklich, also gerade, natürlich sind wir da auch wieder bei einer lauten Minderheit, aber die dann wirklich aggressiv einem, ja, so einen moralischen Stempel aufdrücken wollen. Und das eigentlich, das unterstelle ich den Leuten jetzt einfach mal, nicht wirklich, weil sie einen Fick darum geben, wer hier unterdrückt wird oder wer hier nicht die gleichen Rechte hat, sondern einfach nur, um sich selber, genauso wie diese Konzerne, um sich selber in einem besseren Licht darzustellen. Um sich dann abends auf die Schulter zu klopfen und gesagt, heute habe ich mal wieder die Welt gerettet. Ja, weil ich gegendert habe. Jemand ihnen ihr Schnitzel wegnehmen will. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen. Also, ne? Ich bin kein großer Fan der AfD. Überhaupt nicht. Und von der Frau schon zweimal nicht. Aber erstens, auch da wieder, Fox News, AfD. Natürlich sind das nicht der Standard. Ne? Sollte es zumindest nicht sein. Und sogar ich muss doch, also so, du kannst doch so links sein, wie du willst, du musst doch hier raushören, dass da Ironie mit dabei ist. Also, das muss man ihr auch geben, scheißegal, wie viel dumme Scheiße die Frau sonst labert, aber dass das ironisch gemeint war, ist doch wohl offensichtlich. Und natürlich gibt es Leute wie die, keine Ahnung, die militante Veganerin, die, aber die allermeisten Vegetarier und Veganer sind chill. Ne? Bei Veganern weniger, glaube ich, aber da gibt es viele Leute, die chill sind, die sagen so, ich fände es schön, wenn es mehr Leute machen würden. So, aber ich gehe jetzt nicht irgendwo in ein Steakhouse und werfe mit Farbbomben um mich. So, das ist ja, ne? Niemand geht an mein Schnitzel! Es ist also das Gefühl, dass etwas aufgezwungen oder weggenommen wird. Das Gefühl, dass Minderheiten, zum Beispiel Vegetarier, die Mehrheit, Menschen, die Fleisch essen, dominieren und einen mit ihren Problemen einfach nur noch nerven. Als ja, heute stimmt irgendwas mit einer Leertaste nicht. Naja, aufgezwungen, es ist ja nun mal leider auch so, dass es inzwischen auch Universitäten gibt, die verlangen, dass man in den wissenschaftlichen Arbeiten gendert. Und wenn man das nicht tut, kriegt man Punktabzüge. Und das ist halt dumm, weil es noch nicht gesetzlich offiziell
Teil der deutschen Sprache ist. Also wenn das irgendwo drin steht, sagt man, hier ist eine neue deutsche Rechtschreibungsreform und hier das und das muss jetzt alles gegendert werden, dann halte ich es immer noch für dumm, aber dann kann man sagen, okay, dann müssen wir jetzt hier halt da Punkte abziehen, wenn es nicht gemacht wird, weil es halt nicht dem Standard genügt, der hier angesetzt wird, aber solange das nicht so ist, hat das da nichts verloren. Und genauso wenig hat das was in den Öffentlich-Rechtlichen verloren, meiner Meinung nach. Weil wenn du nämlich eine Umfrage hast, die sagt, dass fast 90% der Menschen in diesem Land das Gendern entweder ablehnen, ja, oder keine Meinung haben, aber die meisten lehnen es ab, dann, und diese Menschen die GEZ-Gebühren bezahlen, dann muss ich sagen, okay, die meisten Leute sind dagegen, die dafür blechen, wer zahlt, schafft an, dann wird in den Öffentlich-Rechtlichen nicht gegendert. Punkt. Und dann ist der Chaos auch bissen. Und es ist mir auch scheißegal, wer sonst irgendwie gendert. Ich habe Freunde, die gendern. Im Privaten, dann sollen sie es tun. Ne? Ich mache nicht mit, aber die zwingen mich auch nicht dazu mitzumachen. Ja? Dann ist doch alles Gucci. Oder wenn jetzt, keine Ahnung, ein Rezo auf seinem privaten Kanal da gendert, soll er. Ne? Wenn die Leute es sich anschauen, dann ist es in Ordnung. Also er hat ja sein Publikum offensichtlich. Und ich schaue mir auch ganz gerne mal Rezo-Videos an. Und ich kann bei Rezo über die Genderei hinweghören, weil die Videos halt inhaltlich meistens spaced sind. Die sind halt meistens richtig gut. Im Übrigen, wenn ihr in den letzten Wochen irgendwo in Aachen abends in der Dunkelheit einen Mann im Wald gesehen habt mit blauen Haaren und einer Schaufel, das war Rezo, der hat Steuerung F beerdigt. Dieses Video, dieses 1 Stunde 7 Minuten Video von ihm, großes Kino. Ich hasse Steuerung F wirklich sehr, ne? Weil das ein Haufen prätentiöser Dullis ist, die mit Journalisten ungefähr so viel zu tun haben wie der Wingel mit einem Content Creator und komplett raus war ich nach dieser Metal-Doku. Ne? Aber das habe ich euch auch schon mal gesagt. VW, eine seiner 30 Kantinen vegetarisch gemacht hat und es deswegen da keine Currywurst mehr gab, hat das viele Leute sehr wütend gemacht. Viele Leute, die nicht bei VW arbeiten und obwohl es in 29 anderen Betriebsrestaurants weiter Fleisch gab. Das ist so eine Sache, die ich persönlich beobachte. Die Aufregung basiert häufig nicht auf einer realen Einschränkung im echten Leben, die einen tatsächlich persönlich betrifft. Ja, aber das tut sie ja bei den Wokies auch nicht. Ne? Ob jetzt, wenn ich jetzt hier sag, ich bin Woke-Streamer und eigentlich aber gar nicht divers, ne? Oder queer oder sonst irgendwas und reg mich dann darüber auf, dass bei anderen Leuten nicht gegendert wird, dann betrifft mich das ja auch nicht. Das ist ja von beiden Seiten so. Und noch dazu, man kann sich schon solidarisch zeigen, auch mal mit Leuten. Vor allem, wenn, du hast ja vorhin gesagt, irgendwas wird weggenommen oder aufgezwungen, das ist gar nicht so. Aber es ist ja dann offensichtlich so. Ne? Weil, es sind sicher, dass in diesem Werk, wo diese Kantine ist, nicht alle Vegetarier sind, die da arbeiten, weil so ein VW-Werk normalerweise eine große Anzahl von Mitarbeitern hat. Und wenn ich dann den Leuten, die keine Vegetarier sind, sagen, ja, du musst jetzt vegetarisch, ansonsten musst du selber was mitnehmen von daheim. Oder du haust halt Fotzen ans T-Sheki. Ja, dann kann man da schon mal sagen, hey, finde ich nicht in Ordnung, ne? Ich finde es wichtig, dass beides angeboten wird. Und die haben ja einen relativ guten Überblick, was wie geht. Ne? Kriegst ja relativ schnell mit, okay, so und so viel von dem vegetarischen Zeug brauchen wir, so und so viel von der Currywurst brauchen wir. Natürlich, die Currywurst bei McDonald's, bei VW ist natürlich berühmt. Ich habe nie bei VW gearbeitet, aber sogar ich habe schon vor Jahren gehört von der legendären Currywurst mit Pommes bei VW in der Kantine. Und dass die so toll sein soll. Und wenn dann einfach sagt, okay, Leute, Arsch gibt's nicht mehr. Natürlich regen sich dann Leute auf und natürlich regen sich auch Leute stellvertretend auf, weil sie sich denken, wie würde ich das finden? Ne? Wenn ich in der Situation wäre, sowas nennt man übrigens Empathie, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Wenn nicht, dann frag mal den Drachenlord, der kennt sich da besonders gut aus, dass man sagt, hey, ich finde das nicht in Ordnung. Wenn die Leute diese Currywurst haben wollen,
dann sollen sie sie doch bekommen. Und die Leute, die sie nicht fressen wollen, für die haben wir dann vegetarische Alternativen. Fertig. Wo ist das Problem? Aber dann zu sagen, ich habe nie bei mich geht das ja nichts an. Ja, dann, keine Ahnung. Kannst du auch, wenn es irgendwo Sklavenhaltung in Katar gibt, um Fußballstadien zu bauen, ja, und dann beschwert sich jemand und so, warum beschwerst du dich denn? Du bist doch gar kein Sklave in Katar. Das geht dich doch überhaupt nichts an. Das betrifft dich doch gar nicht. Schland! Nein, auch darüber kann man sich aufregen. Trotzdem sind Leute sehr wütend darüber. Eine weitere Sache, die mir oft in meiner Recherche begegnet ist, sind woke Filme. Wenn Frauen in bekannten Filmfranchises plötzlich Hauptrollen spielen oder wenn alte bekannte Charaktere in Klassikern anders besetzt werden als im Original, dann nervt das manche Leute. Ja, das ist richtig. Und übrigens das Walkwashing-Video von Alicia Joe, auch extrem based. Gönnt euch das. Es ist wirklich gut gemacht und differenziert und objektiv bearbeitet, so wie sie es immer macht. Ne? Und auch bei der Frau bin ich nicht immer einer Meinung. Aber ja, finde ich gut. Und ja, es ist nun mal so, wenn ich bestehende Filmfranchises nehme und dann da einfach hier mit dem schwarzen Farbroller drüber gehe und sage, bitte sehr, schaut uns an, wie modern wir sind. Wir haben jetzt hier eine schwarze Frau statt einem weißen Mann. Einfach nur, weil man es halt jetzt so macht. Aber da nichts dahinter ist und die Story scheiße ist und alles andere scheiße ist, ja, dann tut's mir leid. Dann ist das falsche Signal. Man kann ja neue, kreative Geschichten schreiben. Und da können dann auch die Hauptcharaktere weiblich sein und schwarz und schwul und queer und was nicht alles. Ja? Wenn das gut geschrieben ist, werden es sich die Leute anschauen. Wenn es aber nicht, wenn es einen so anspringt, dass einfach nur die Message über der Story steht und das einen praktisch aus dieser Immersion rausreißt, die man hat. Ich schaue mir doch Filme und Serien nicht an, weil ich irgendeine politische Agenda von irgendjemandem, der diesen Film gemacht hat, hören will. Es sei denn, es ist wirklich eine Dokumentation, wo es darum geht. Aber da weiß ich es vorher. Aber ganz stinknormales Popcorn-Kino schaue ich mir aus Unterhaltungszwecken an und als Eskapismus. Ja, weil ich die ganze Scheiße in der normalen Welt mal für 2 Stunden abschalten will und mich berieseln lassen will. Oder vielleicht einfach, weil es auch künstlerisch wertvolles Werk ist. Ich habe mir The Banshees of Inisherin, glaube ich, mindestens 5 Mal angeschaut. Das ist ein Bombenfilm. Der ist halt auch einfach super geschrieben. Großartige Dialoge. Und wenn ich aber merke, okay, in jeder zweiten Szene, okay, gut, das hat man jetzt deswegen gemacht und das hat man jetzt deswegen gemacht, um die und die Message rüberzubringen, dann reißt mich das raus aus der Story. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn ich so weit raus bin aus der Story, schalte ich das aus. Und dann schalte ich es auch nicht mehr an. Weil ich mir denke, so Leute, ich will das nicht. Ich will einfach eine unterhaltende Serie, einen unterhaltenden Film sehen. Und dass niemand irgendwas gegen Frauen in Hauptrollen hat, wenn sie glaubwürdig geschrieben sind, das ist nicht erst seit gestern bewiesen. Das war in den 80er Jahren bewiesen mit Alien. Das hat Quentin Tarantino bewiesen mit Kill Bill und mit Jackie Brown. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh, ich will aber keine schwarzen Frauen als Hauptcharaktere haben. Oder ich will generell keine Frauen als Hauptcharaktere haben. Nein, wenn die gut und glaubwürdig geschrieben sind und die Story ist gut und die Dialoge sind gut. Ja, und das reißt mich nicht alle 2 Minuten raus, weil irgendjemand mit irgendeinem Banner sprichwörtlich durchs Bild läuft. Im Übrigen hier politische Meinung, dann ist das in Ordnung. Hast du Death Proof gesehen? Da geht es im Übrigen auch um weibliche Hauptcharaktere. Das ist auch ein guter Film. Ne? Denn das ist Vogue. In meiner Wahrnehmung geht es da eigentlich immer um... Nein, die Leute hassen das nicht, weil es Vogue ist. Die Leute hassen das, weil es scheiße ist. Es ist scheiße, weil es auf Camp Vogue gemacht wurde und
alles andere ignoriert wurde, gutes Storytelling etc., aber die hassen es nicht, weil es woke ist, sondern weil es scheiße ist. Und die gleiche Handvoll Beispiele, Rey in Star Wars, der weibliche Ghostbusters-Film. Ja, auch der weibliche Ghostbusters-Film war scheiße. Und Rey in Star Wars ist halt einfach ein Charakter, der so fad ist wie Pappe. Rey in Star Wars ist ein beschissener Charakter. Wenn du sie vergleichst mit Luke Skywalker in der originalen Star Wars Trilogie, dann hast du eine Entwicklung dieses Charakters. Ja? Der ist als kleiner, naiver Junge, fängt da an. Ja? Er möchte unbedingt hier sich der Rebellenallianz anschließen, hat diesen Traum von Ruhm und Ehre, wie er gegen das Imperium kämpft. Und Stück für Stück lernt er immer mehr über seine Vergangenheit, über die Macht, etc. Im allerersten Star Wars Film benutzt Luke die Macht einmal ganz am Schluss und mehr so intuitiv. Und es ist mir ein Glücksfall, dass es funktioniert. Rey kommt dahin und kann alles. Die ist einfach geil in allem. Die kann mit 20 Jahren kann sie Sternzerstörer auseinanderschrauben. Hier V6 und V8 Motoren blind hier in der Methalle, gar kein Problem. Und das erste Mal, wenn sie was von der Macht hört, ach so, die Macht, ist das? Hoho, ich hole mir jetzt hier das Lichtschwert her und dann ist da. Und jetzt kämpfe ich gegen einen Typen, der das sein ganzes Leben lang gelernt hat. Ja, der von klein auf von Luke Skywalker in der Macht unterwiesen wurde und dann später von einem mächtigen Sith Lord weiter in der dunklen Seite unterwiesen wurde. Und dann nach 2 Tagen kämpfe ich einfach gegen den und gewinne. Herzlichen Glückwunsch, das ist unrealistisch. Auch ein Luke Skywalker musste im zweiten Film, wo er sein Training noch nicht beendet hatte, wo er eigentlich theoretisch schon deutlich mehr wissen müsste als eine Rey, sich eingestehen am Ende, dass er überstürzt gehandelt hat. Er hat sich Vader zu früh gestellt und er ist besiegt worden. Das ist Teil einer Charakterentwicklung, ein Fehler, aus dem man lernt. Und er geht zurück nach Dagobah und er beendet sein Training und er kommt im 3. Teil zurück und ist dann wirklich seinem Vater ebenwürdig und kann ihn da besiegen. Deswegen ist das eine gute Story. Du hast eine Charakterentwicklung. Du lernst praktisch zusammen mit Luke was über die Macht. Und so eine Mary Sue wie Rey, die will ja keiner sehen, weil es langweilig ist. Die neue Ariel, die neue Robin Hood, Kleopatra oder jetzt das neue Schneewittchen und die 7 Zwerge. Ja, wo wir jetzt bei Kleopatra sind, ist halt, wenn ich sage, es ist ein Dokumentarfilm, dann muss ich den historisch akkurat machen. Und wenn der aktuelle Stand der allermeisten Historiker auf der Welt ist, okay, die Frau hat mazedonische Wurzeln und war höchstwahrscheinlich weiß oder hat so ausgesehen wie die Leute, die heutzutage in Griechenland leben. Und ich dann sage, nö, meine Oma hat gesagt, die ist schwarz und dann mache ich das so, dann ist das keine Dokumentation. Und dann darf ich es nicht als solche verkaufen. Ja, dann ist das Fanfiction im besten Fall. Und nicht würdig einer Millionenproduktion auf Netflix. Frau Jada Pinkett Smith. Und bei Schneewittchen ist es halt auch so. Es hat damals bei der Ariel-Diskussion, da sind dann die Leute gekommen, ne, und haben einen damals fürchterlich dummen Vergleich gebracht und gesagt, ja, was würden jetzt die Leute, die jetzt die schwarze Ariel verteidigen, sagen, wenn wir jetzt einen Black Panther-Film rausmachen und rausbringen und der Hauptdarsteller ist ein Redhead. Ja? Hier, wie heißt er von Fantastische Tierwesen? Der ist der nächste Black Panther. Ja? Und dann haben die Leute zu Recht gesagt, ja, nee, das geht ja nicht, weil das Schwarzsein ist ja praktisch ein essentieller Bestandteil der Story. Also dieser Charakter, Black Panther, da geht es ja unter anderem darum, dass er schwarz ist. Ne? Er kommt aus einer schwarzen Kultur. Den kann ich nicht auf einmal von Eddie Redmayne spielen lassen. Das ist ein nachvollziehbares Argument. Dass du sagst hier, das Schwarzsein ist ein essentieller Bestandteil des Charakters. Jetzt ist es nun mal aber leider so, dass die Haut so weiß wie Schnee ein essentieller Bestandteil des Charakters Schneewittchen ist. Deswegen heißt sie Schneewittchen.
Und wenn jetzt dieselben Leute, die sagen, ja, nee, Black Panther kannst du nicht von Eddie Redmayne spielen lassen, weil, Schwarzsein ist ein essentieller Bestandteil des Charakters, wenn die jetzt sagen, ja, wo ist denn das Problem, dass Schneewittchen jetzt auf einmal nicht mehr weiß ist, dann haben sie ihr eigenes Argument gefickt. Und zwar aber ganz trocken. Ne? Dann ist das Argument, ist praktisch die Gummipuppe und die Leute sind der Wongel, der sich da drüber wälzt, bis die Luft rausgeht. Und natürlich, wenn da keine Luft mehr in dem Argument drin ist, dann, also ich kann entweder so oder so argumentieren. Ne? Entweder ist alles erlaubt oder es ist nichts erlaubt. So, ich kann nicht sagen, ja, hier, Cherrypicking, da und da ist es cool. Und dann kommen sie wieder mit, ja, aber Weiße haben ja, wir waren überrepräsentiert. Ja, weiße Menschen waren lange Zeit in Film und Fernsehen überrepräsentiert. Das ist mir bewusst. Aber auch das Repräsentationsargument zählt halt nicht, wenn ich es dann wieder unterrepräsentiere. Ne? Ich habe gerne das Beispiel, das habe ich glaube ich auch schon häufiger mal gebracht, als ich mir Squid Game angeschaut habe. Ne? Da habe ich mir nicht gedacht, boah krass, sind aber ganz schön viele Koreaner, das entspricht nicht meiner Lebensrealität. Es spielt halt in Korea. So, dann sind da nun mal alle Leute koreanisch. Herzlichen Glückwunsch, bis auf den einen, der ist Pakistani, glaube ich. Ne? Aber das ist ja auch nicht weit weg von Korea. Von dementsprechend, keine Ahnung. Kann die nicht hier irgendwie so eine deutsche Kartoffel reinbauen? Hier kurze Hose, Sandalen, Tennissocken? Ich fühle mich nicht repräsentiert. Das wäre dumm. Das wäre einfach dumm. Und es wäre auch absolut... Ja, es wäre halt scheiße geschrieben auch. Weil es keinen Sinn macht. Was hätte jetzt so ein Dude wie ich da drin zu suchen? Gut, ich trage keine Tennissocken mit Sandalen, aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt sicherlich noch mehr, aber manche dieser viel zitierten Beispiele hätte ohne Aufreger vermutlich niemand auf dem Schirm. Robin Hood ist eine kleine, irrelevante kanadische Serie. Da geht es um eine Rapperin, die es mit ein paar Immobilienhaien aufnimmt. Cleopatra ist eine... Leute, ich habe diese Robin Hood-Serie nicht gesehen, die ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Aber wenn es um eine Rapperin geht, die sich mit Immobilienhaien anlegt, warum nenne ich das Ganze dann Robin Hood? Dann hat es doch mit Robin Hood offensichtlich nichts zu tun. Dann mache ich doch eine eigene Geschichte und ich kann mich ja inspirieren lassen, ne, von einer Robin Hood-Geschichte. Ich kann ja den Charakter auch so machen, dass er praktisch es mit großen Konzernen aufnimmt und schaut, dass da irgendwelche Sachen gerechter verteilt werden oder dass Leute zu ihrem Recht kommen, die von denen abgefuckt wurden oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Wenn es eine Immobilienfirma ist, kann ich mir vorstellen, wie es halt in Deutschland auch läuft zurzeit, die kaufen irgendwelche großen Mietshäuser in Innenstädten auf, lassen die verkommen, solange bis alle ausgezogen sind, dann wird das Ganze Luxus saniert und statt 20 Parteien sind dann auf einmal bloß noch 4 drin, aber dafür kannst du dann eine von diesen Wohnungen mit so und so viel Millionen Profit verkaufen. So. Und die Leute abzufacken und dafür zu sorgen, dass die kleinen Leute nicht über den Tisch ziehen, das kann ich ja als Inspiration für den Charakter nehmen. Aber ich hau halt dann wieder den Robin Hood-Stempel vorne drauf, einfach um es besser zu verkaufen. Vielleicht sollte ich einfach mit einer guten Story überzeugen. Wenn ich nämlich ein gutes Werk mache, wird es sich herumsprechen. Das war ja bei Squid Game auch so. Das hatte ja niemand auf dem Schirm. Und dann ist, ja, irgendwer hat sich's angeschaut und dann ging die Mund-zu-Mund-Propaganda los. Hey, im Übrigen, hast du Squid Game gesehen? Hey, geile Serie. Echt? Ja, schaue ich mir vielleicht mal an. Dann hat er sich das angeschaut und hat es wieder 3 Leuten erzählt und so ging es weiter. Und dann haben sich die Leute das angeschaut und fanden es geil und fertig. Bei Dark war es im Übrigen das Gleiche. Ich bin sehr erstaunt, dass eine qualitativ so hochwertige Serie tatsächlich in Deutschland produziert wurde. Aber hey, ne? Ich war schwer überrascht. Und solange es gut ist, wird es sich durchsetzen. Und ich kann es dann nennen, wie ich will, aber wenn ich halt irgendwas draufschreibe, was es nicht ist, ja, wenn ich da Schneewittchen draufschreibe und Schneewittchen ist halt nicht Schneewittchen, ja, dann, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Genauso wie gesagt, wenn ich Black Panther draufschreibe und ich fand den ersten Black Panther Film ganz gut und dann spielt ihn Eddie Redmayne, dann denke ich mir auch so, Digga, nein. Und wie gesagt, über Cleopatra brauchen wir nicht mal weiterreden. Doku, die vermutlich die Mehrheit sonst auch nicht geguckt hätte. Eben, es ist eben keine Doku. Robert Sprudel. Ist keine Doku.
warum ist das Thema dann für viele so groß und so wichtig? Weil zum Beispiel diese Leute, die das feiern und die das produzieren, andere Leute ankacken, weil sie weiß sind und Dreads haben, weil das kulturelle Aneignung ist. Und wenn dann aber jemand herkommt und sich praktisch die Kultur der Ägypter aneignet und sich dann darüber jemand beschwert hat, seid ihr Rassisten oder was? Habt ihr den Schuss nicht gehört? Das ist das Problem. Deswegen fuckt das die Leute ab. David Hein. Die Doppelmoral ist das Problem. Hat sich vor einem Jahr schon mal angeguckt, ob Netflix Vogue ist. Und da hat er das hier gesagt. Netflix ist vollkommen egal, wen Sie ansprechen. Hauptsache, Sie sprechen jemanden an. Sie produzieren auf Masse für die Masse. Und dabei sind undiverse Inhalte und diverse Inhalte, weil Sie alle Zielgruppen ansprechen wollen. Deswegen kann ich so Kommentare überhaupt nicht verstehen, die ich im Internet zahlreich gelesen habe. Leute, die behaupten, dass weiße, heterosexuelle Männer völlig von Netflix verschwunden seien. Und das stimmt halt nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass diese Inhalte gar nicht mehr auf der Plattform sind. Und das sind sie halt immer noch. Ja, nee, Netflix ist ein ganz schwieriges Thema. Ne? Ich habe mir neulich Dinge angeschaut, hier The Fall of the House of Usher. Die Serie ist gut geschrieben, die Dialoge sind toll, aber es ist halt wirklich kampfdivers. Also diese Serie ist echt kampfdivers. Digga, das hat mich an manchen Stellen ein bisschen rausgezogen. Ich bin dabei geblieben, weil ich Hardcore Edgar Allan Poe Fan bin. Aber, ne? Fallen die anderen Inhalte nur mehr auf. Natürlich ist es auffälliger. Und auch, habt ihr das gehört, hier Felix Lobrecht, warum er nicht mit Netflix zusammengearbeitet hat? Das musst du erst mal hinkriegen, als Netflix zu sagen, hier im Übrigen Herr Lobrecht, gut, Lobrecht hat genügend Pulver, glaube ich, oder? Ich glaube, der ist finanziell relativ safe aufgestellt. Der hat ja einen unglaublichen Hype gehabt im letzten Jahrzehnt. Und ich finde ihn auch ganz lustig. Ich schaue mir dem seine Programme sehr gerne an. Und die haben ja anscheinend, hat Netflix dann gesagt, ja hier im Übrigen, wir würden das gerne, das Buch, das du geschrieben hast, was so an seine Jugend in Neukölln wohl angelehnt ist, ich habe es nicht gelesen, wollte mir aber den Film jetzt mal anschauen. Wir würden dir gerne helfen, das zu verfilmen, aber wir müssen da noch was dran ändern. Und zwar hier von den Kriminellen, die da vorkommen, da müssten ein paar mehr deutschstämmig sein, weil das ist nicht cool, wenn das alles Araber sind. Und hier diese eine Araber-Gang, können wir dann nicht irgendwie das so machen, dass das irgendwie eine lesbische Mädchengang ist? Und dann hat der aufgelegt. Und womit? Mit Recht. Weil es halt einfach, ich kann doch nicht dann das einfach so, nee, das passt aber nicht in mein Weltbild. Es ist halt aber leider Gottes so. Und, beziehungsweise es war halt so. Ne? Er hat ja das erlebt. Er hat ja in Neukölln gelebt und hat das ja angelehnt an seine Jugend geschrieben. Und dann hat er es halt selber produziert. Gott sei Dank. Den Luxus haben halt andere Leute nicht. Ne? Ich kann jetzt ein super Drehbuchautor sein, den aber noch keiner kennt. Und dann pitche ich meine Story an Netflix und verkaufe das an die und ich muss es verkaufen, weil ich ansonsten meine Miete nicht bezahlen kann und mir nichts zu fressen auf den Tisch legen. Und dann kommen die und dann so, ja, aber hier, das schreiben wir ein bisschen um und runter, das ist nicht divers genug. Und dann ist das am Ende überhaupt gar nicht mehr meine Story. Und dann kommen irgendwelche Leute zu mir und sagen, hey, da haben wir sauber reingeschissen, was hast du denn da für einen Rotz zusammengeschrieben? Und dann zeige ich denen mein ursprüngliches Manuskript und sage, ja, nee, die Hater haben das umgeändert und oh ja. Können wir Netflix vielleicht mal pitchen, ob sie die Antwort auf die Träume verfilmen wollen? Das wäre großes Kino. Wenn Figuren der eigenen Kindheit wie Schneewittchen oder Ariel plötzlich anders aussehen. Aber kann es sein, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum es mehr auffällt? Ja, es sind alles Nazis. Das ist 100%. Wenn ich mich darüber aufrege, bin ich auf jeden Fall ein Nazi. Die können so viele schwarze Disney-Prinzessinnen machen, wie sie wollen. Sollen sie halt eine neue Geschichte schreiben, Digga. Wo ist das scheiß Problem? Ja? Und wenn das ein guter Film ist, schau ihn mir an. Aber das Problem ist ja, diese ganzen Disney-Filme, die haben ja Millionen an $, verloren. Jeder, dreistelligen Millionenbereich. Warum? Ja, weil die Leute, die sich darüber aufregen, dass die ganze Scheiße nicht divers genug ist und die sehr laut im Internet darüber sind, und die dazu geführt haben, dass Disney sich so entschieden hat, das so zu machen,
gar nicht deren Kunden sind. Da sind wir wieder bei dem Beispiel am Anfang, das er gebracht hat mit der Kantine bei VW. Auch da, das sind gar nicht die Kunden von Disney, das sind gar nicht die Leute, die denen Geld für diese Scheiße geben. Das sind einfach nur Leute, die sich auf Krampf im Internet über irgendeine Scheiße aufregen, weil sie sich denken, ja, werde ich Aktivist oder gehe doch lieber richtig arbeiten? Und dann braucht man einen Aufreger, dann muss man sich dann wieder über irgendwas pikieren. Und dann, hier, Disney, ne? Schwierige Vergangenheit. Machen wir hier Ding sonst, Twitter. Kapitel 3. Vogue ist überall. Unter meinem Video zum Hass auf Transpersonen haben viele Kritiker geschrieben, der Hass ist nur eine Gegenreaktion von uns, weil uns das Woke so nervt. Der Hass kommt von den Transpersonen, Regenbogenflaggen und dem ganzen anderen Scheiß, der einem unter die Nase gehalten wird. LGBTQIA+ wird mir durchgehend auf jeder Plattform ins Gesicht gedrückt. Ich habe ein Problem damit, gefühlt jeden Tag mit Trans, Gendern, Vogue, Vegan, Klima und so weiter in den Medien zugeballert zu werden. Ja, auch hier wird wieder ein klassischer Strohmann gebaut. So, ja, ich muss mich mit euren Argumenten überhaupt gar nicht auseinandersetzen, ja, die das kritisch sehen, ja, mit der extremen Verwirkung sämtlicher Inhalte im Internet oder Fernsehen, ne? Weil die Leute finden das auch scheiße und schauen mal, was die geschrieben haben. Ja, Digga, das ist nicht das Argument. Digga, es ist einfach nicht das Argument. Aber wenn ich dann diesen Strohmann aufbaue, muss ich mich um die richtigen Argumente überhaupt gar nicht mehr scheren. Ist mir doch scheißegal, was ihr sagt. Ja? Ihr vertretet dieselbe Meinung wie diese Leute. Ja, dann seid ihr auch wie diese Leute. Herzlichen Glückwunsch. Man kennt es, man wird rechtsextrem, weil man ein veganes Rezept auf Instagram angezeigt bekommen hat. Alter, ich schmeiß jetzt gleich was an die Wand, Kollege. Also wie subjektiv kann man denn sein? Digga, hast du im Keller diesen Porno gedreht? Ja, mit dem Typen mit der Maske? Ja, warum liegt hier Stroh rum? Damit Robert Sprudel weiter Strohmänner bauen kann. Niemand ist jemals rechtsradikal geworden, weil ihm ein veganes Rezept auf Instagram empfohlen wurde. Und das weißt du ganz genau. Genauso wie Alice Weidel weiß, dass niemand, der noch alle 5 beieinander hat, ihr das Schnitzel wegnehmen will. Merkst du eigentlich, dass du genau auf derselben Ebene argumentierst wie diese Leute? Niemand wird rechtsradikal, weil er ein veganes Ding auf Instagram kriegt. Und ich werde auch nicht rechtsradikal, auch wenn mich diese Überrepräsentation manchmal nervt, weil es mich aus der Immersion rauszieht. Oder weil es Dinge verfilmt sind von Storys, die ich kenne, wo ich weiß, dass es anders geschrieben wurde. Und dass es aus einem bestimmten Grund anders geschrieben wurde. Wenn ihr zum Beispiel, ich habe House of the Dragon abgebrochen, ich glaube nach der 3. Folge. Ja? Die kann so gut sein, wie sie will, die Serie. Es hat mich einfach aus der Immersion rausgerissen, dass der Lord Valerian schwarz ist mit diesen weißen Plastik-Dreads auf den Kopf geklebt. Das ist halt einfach dumm. Weil, wer sich in dieser Welt auskennt, diese Song of Ice and Fire Geschichten, weiß, dass das Haus Valerian, man möchte es kaum glauben, so heißt, weil sie noch valyrisches Blut haben. Und deswegen oft, wenn die Targaryens nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie Geschwister miteinander zu verheiraten, weil das eben an Mittelalteradel in Europa angelehnt ist alles. Und die hatten, sagen wir mal, nicht so sonderlich moderne Wertvorstellungen, sondern da ging es mehr so darum, wir wollen in Anführungsstrichen das Blut reinhalten, das adelige Blut, die Familienblutlinie. Und der Grund, warum ein so kleines Haus wie die Valerians relativ häufig ins Königshaus mit reingeheiratet haben, war, dass sie valyrisches Blut haben und die entsprechenden valyrischen äußerlichen Merkmale. Sprich, die weiße Haut, die lila Augen und die weißen Haare. Das war der Grund, warum die überhaupt in dieser Story relevant waren. Und dann kommt HBO und sagt, vor allem, es gibt ja, du kannst in Dorn findest du Leute, die schwarz sind, dann schreibe ich halt irgendwelche Charaktere da rein, die daher kommen. Und gebe denen eine Rolle und einen guten Charakter und
konzentriere mich darauf, eine gute Story um die rumzuschreiben, dann schauen sich das alle Leute an. Wenn ich aber dann sage, nee, hier, Digga, fahren wir zum Baumarkt, holen wir einen Eimer schwarze Farbe drüber, scheißegal. Und auf die eigentliche Story ist geschissen. Also wenn wir die, das ist ja auch so wie bei Ding, ne? Rings of Power. Wenn mir das Source-Material von der Geschichte, die ich hier verfilmen will, so zuwider ist, das ist fürchterlich. Ist wirklich, ist fürchterlich. Nee, das geht gar nicht. Wenn ich das so sehr hasse, dann sollte ich es vielleicht nicht verfilmen. Ne? Wenn ich der Meinung bin, es ist alles vorgestrig, ist alles scheiße, dann soll ich es vielleicht nicht verfilmen, dann soll es jemand anders machen. Ja, dann kann ich doch zu einem der großen queeren Buchautoren unserer Zeit gehen und irgendeine Geschichte von dem verfilmen. Irgendeiner von den berühmten Leuten. Kann es sein, dass es da gar keine gibt? Kann es sein, dass die meistens eigentlich nur über Aktivismus schreiben und ansonsten sich einfach nur an der Arbeit von anderen Leuten bedienen und dann ihren Stempel draufhauen? Und dann nebenher über kulturelle Aneignung schwadronieren? Ich weiß. Leute, ganz wilder Take. Diese Kommentare sind unter einem Video, in dem Transpersonen auf dem... Im Übrigen, diese Thumbnails sind die Krätze. Ganz ehrlich, anscheinend klicken es die Leute mehr an. Da gibt es sicherlich irgendwelche Hintergrundstudien, Algorithmus, Daten, ja. Aber dass heutzutage wirklich jeder hier Gesichtskirmes-Foto macht für den Thumbnail, einfach nur um dem allerletzten Deppen, der nicht fähig ist, den Text hier oder den Titel des Videos zu lesen, klar zu machen, boah, krass, hier, das Video ist zum sich an den Kopf lang. Oh, hier kannst du dich drüber aufregen. Ich verstehe es nicht, warum die Leute sich da so überbescheuert auf diese Thumbnails drauf machen. Wie die allerletzten Deppen. Wer ist auf die Idee gekommen so? Hey Digga, schau mal so dumm wie es möglich ist. Dann machen wir ein Foto und das kommt auf den Thumbnail drauf. Damit du wirkst, als hättest du nicht mehr alle beieinander. Geil. Richtig gut. Thumbnail steht. Die Leute haben ein Video zu diesem Thema angeklickt und sich dann beschwert, dass sie mit dem Thema bombardiert werden. Der Grund... Digga, das ist hier der X-Button-Monolog von Herrn Winkler. Ja? Wenn es dir nicht gefällt, da oben rechts ist der X-Button. Und warum ich das aber Digga, wenn Leute was ins Internet scheißen, dann werden es Leute kritisieren. Ist so. Meine Scheiße wird auch kritisiert. Ja? Wenn aber dann irgendwann die Kritik überhand nimmt, ja, also wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, ein Like-Dislike-Verhältnis hast von 200 Likes zu 20.000 Dislikes, dann würde ich mir überlegen, ob halt die Aussage, die ich in dem Video getroffen habe, vielleicht ein wenig reingeschissen war. Ne? Und wenn sich mehr Leute drüber beschweren, als es gut finden. Und dann die Kommentarsektion durchzugehen und alle Leute rauszubannen, die irgendwas sagen, was einem nicht gefällt, ist auch Winkler-esk. Und das wird, oder dann die Kommentare ganz ausschalten, weil man es nicht hören will. Zusätzlich verwundert hat, ist, dass... Ist natürlich, hier, Robert Sprudel kann sich dann auch nicht darauf konzentrieren, seine Kommentare zu behandeln. Ja, der ist wieder im Keller und baut wieder ein paar Strohmänner. Ne? Ist praktisch, wenn er gerade keine Videos macht, dann kann er die in den Garten stellen, wo er seine Biotomaten anbaut, dann kommen die Krähen nicht. Meine Wahrnehmung eine ganz andere ist. Also wirklich das genaue Gegenteil. Jo, Digga, weil du halt in einer anderen Bubble bist. Natürlich ist deine Wahrnehmung anders als meine Wahrnehmung, anders als die Wahrnehmung von einer Alice Weidel. Ist vollkommen klar. Worüber geht's hier? Natürlich ist es so. Davon. Und das sieht man ja auch in dem Video, unter dem diese Kommentare standen. Ich sehe viel mehr Posts, die sich über wachsende rechte Strömungen Sorgen machen. Schön, wie du da hingezoomt hast, um es nochmal rauszunehmen. Aber ja, ich sehe auch viele Posts, die sich über wachsende rechte Strömungen Sorgen machen. Aber das hat doch jetzt damit irgendwie auch wieder gar nichts zu tun. Ich kann doch beides. Ja, ich kann doch mein Hirn benutzen und kann offensichtliche dumme Punkte, es ist ja auch nicht alles dumm, was woke ist. Ne? Müssen wir ja auch immer wieder betonen.
es gibt ja, gerade wenn du diesen Grundgedanken nimmst, ja, soziale Gerechtigkeit, keine Ausgrenzung von egal wem, ja, gleiche Rechte für alle, gegen Rassismus etc. etc., ist das ja ein guter Grundgedanke so. Ist ja nicht alles scheiße. Man kann das ja differenziert sehen. Aber ich kann natürlich mein Hirn benutzen und Leute wie eine Shoyuka oder eine Freiraumreh kritisieren für diesen geistigen Dünnschiss, den die ins Weltnetz raussprühen und gleichzeitig Nazis scheiße finden. Das eine schließt da das andere nicht aus, aber das ist eben auch wieder so ein Woke-Bubble-Problem. Das ist dieses, bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Also entweder du plapperst, hol nach, was wir sagen. Ja? Wir hauen dir den Trog jetzt mit Scheiße voll. Und du frisst so lange, bis er leer ist, oder du bist ein Nazi. Ne? Also entweder gehörst du zu uns oder du bist AfD-Wähler. Und ich bin der Meinung, sowas stärkt die AfD. Ne? Wenn ich von den Leuten so verprellt werde, dass ich dann zu den anderen gehe. Ich persönlich jetzt nicht, aber es gibt sicher Leute. Es gibt sicher Leute. Und das ist genau das gleiche wie mit Leuten, die sich auf die Straße kleben. Du hast mit dieser auf die Straße Kleberei, haben die der kompletten Sache Klimaschutz etc. einen Bärendienst erwiesen. Ja, weil die niemanden auf ihre Seite gezogen haben. Natürlich nicht. Ja, ich solidarisiere mich doch nicht mit jemandem, der mich abfuckt. Ne? Und einer von den Leuten hat es dann mal gesagt, er ist vorne zu einem von diesen klebenden Idioten hingegangen und hat gesagt, hey, siehst du das da? Stehen jetzt in der Schlange, stehen 5000 Leute. Ja? Die verpassen irgendwelche wichtigen Termine, irgendwelche Flüge, irgendwelche Züge, die kommen zu spät zur Arbeit, die verlieren Zeit und Geld. Die habt ihr alle verloren für eure Sache. Ihr habt jetzt gerade 5000 Leute dazu gebracht, nicht den Klimawandel zu unterstützen, weil sie es mit euch in Verbindung bringen. Herzlichen Glückwunsch. Und genauso ist doch jetzt auch mit dieser Vogue-Geschichte, Leute, die es halt übertreiben, eben ja, Freiraumreh, die einfach absolut bescheuerte Takes bringen. Oder auch eine Shoyuka, die erweisen dem einen Bärendienst, weil die Leute immer damit assoziieren. Das heißt ja im Übrigen, links sein. Oh. So wie die zwei? Nee, wenigstens, komm, geh mal weg. Und dann schalten die ab. Du hast die Leute damit schon komplett verloren. Du musst offen auf Leute zugehen und mit ihnen reden und du musst halt dann leider Gottes auch vor allem mit Leuten reden, die nicht deiner Meinung sind. Und nicht sagen, ja nee, hier, alles was nicht meiner Meinung ist ja auch oft, wenn irgendwelche linken, das ist bei den Rechten auch so, YouTuber, Influencer oder sonst irgendwas, wenn mit jemandem vom anderen politischen Lager reden und Interviews führen, dann kommt die Hälfte oder 2/3 von ihrer Bubble kommt dann von ihrer Zuschauerschaft und kackt die an. Ja, hier, mit so einem redest du. Da bin ich aber enttäuscht von dir. Natürlich muss ich mit anderen, wenn ich was bewegen will, muss ich mit Leuten reden, die anderer Meinung sind als ich. Weil ansonsten plappern wir uns einfach wie die Papageien alles gegenseitig nach. Ja. Und das hat in mir einen Gedanken geweckt und dafür würde ich gerne mit euch jetzt ein kurzes Experiment machen. Denkt mal an eine Story, die euch zu Vogue war, falls ihr eine habt. Ist euch die begegnet, weil jemand positiv darüber berichtet hat oder weil jemand sich darüber aufgeregt hat? In dem House of the Dragons Fall ist es mir tatsächlich begegnet, weil ich Fan des Franchises war, des Buchfranchises, auf dem es beruht und mich damit auskenne und weil es mich dann aufgeregt hat. Ne? Das ist ja auch oft so, das ist ja auch bei diesem, wo du vorhin gesagt hast, lieber Robert Sprudel, dass es Leute gibt, die sich darüber beschweren, dass Charaktere aus bestehenden Franchises neu besetzt werden, umbesetzt werden, Vogue besetzt werden. Dass eben hier The Force is Female, hier, wie heißt sie? Kathleen Kennedy, put a chicken in it, make her gay. Dass diese Franchises so viel Erfolg haben, auch Comic-Book-Franchise und sowas, der finanzielle Erfolg von diesen Dingen, Star Wars, Comic-Book-Movies, dieses ganze Zeug, das sind traditionell Nerd-Themen. Es sind
es sind größtenteils männliche Nerds, die diesen Franchises zu diesem Erfolg verholfen haben. Ne? Gaming. Als ich mit Gaming angefangen habe, da kein Mädchen in meiner Schule hat Nintendo gespielt damals. Keins. Ja, immer wenn man gesagt hat, ja, wir reden gerade über das und das neue Spiel, spielt mit Videospielen, ihr Babys. Und heutzutage, nee, wir müssen hier, ne? Das ist halt immer noch so, dass der Großteil der Leute eben männlich ist. Und nicht queer. Und wenn ich dann aber ein Star Wars mache, das voll in die Gegengeschichte geht und praktisch sagt, okay, ihr habt uns jetzt wirklich über die Jahrzehnte Milliarden an Dollar gebracht, indem ihr wirklich jeden Scheiß gekauft habt, den wir euch nachgeschmissen haben. Also wirklich jeden Scheiß. Überteuerte Plastikpuppen für Hunderte von Dollar. Ne? Und schön angemalt von Kindern in China. Ja? Wir großen Weltretter. Und dann kriegen die Millionen und Milliarden von diesen Menschen und dann heißt es im Übrigen, auf euch ist geschissen, ne? Ihr seid ja eh alles rechte Spinner. Und wenn ihr, ne? Und hier machen wir jetzt The Force is Female. Natürlich sagen die, was ihr mich könnt. Dann gebe ich halt mein Geld woanders aus. Wenn ich hier nicht erwünscht bin, ne? Wenn halt wirklich produziert wird, offensiv gegen uns, dann gehen wir woanders hin. Meine Theorie, die meisten Beispiele, die Leute haben, wo ihnen etwas zu woke war, die sind ihnen begegnet, weil andere sich vorher schon darüber aufgeregt haben. Nehmen wir zum Beispiel mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jo, Digga, du musst aber auch schauen, wenn du dich über irgendwas... Natürlich sind Dinge, die einen aufregen, springen einen mehr an. Die sind präsenter im Alltag. Ist auch ganz normal, muss auch so sein. Ne? Negative Dinge, auf die fokussiert sich der Mensch mehr. Weil das überlebenswichtig ist. Ja, bei den Urmenschen damals, wenn ein schöner Tag war und man hat von der Jagd von vorher noch was zu fressen gehabt und man konnte sich schön in die Sonne legen, dann war gut, aber der Tag ist halt an den Leuten vorbeigegangen. Ne? Wenn der Säbelzahntiger gekommen ist und Action war, das sind die Sachen, wo natürlich Handlungsbedarf besteht. Deswegen fokussieren wir uns auf Negatives, weil negative Sachen oft früher eben eine Bedrohung fürs eigene Überleben waren. Heutzutage ist es natürlich keine Bedrohung mehr fürs eigene Überleben, das weiß ich auch. Ja? Ob jetzt irgendwer divers besetzt wird in irgendeinem Franchise, das ich mag oder nicht, wird mir nicht umbringen. Aber es ist halt immer noch in uns drin. Auf negative Sachen fokussieren wir uns mehr. Ne? Wenn ich einen Arbeitstag habe und da passiert halt irgendwie, keine Ahnung, 7,5 Stunden überhaupt nichts oder positive Sachen und in einer halben Stunde fuckt mich irgendwas massiv ab und ich komme heim und meine Mulle fragt mich, hey Schatz, wie war's in der Arbeit? Dann werde ich als erstes darüber berichten. Natürlich. Das ist normal. Deswegen sind auch unsere Nachrichten so. Ne? Was werden die Leute eher sich anschauen oder lesen? Ne? Wenn ich jetzt eine Bild-Zeitungsüberschrift habe und da steht hier, keine Ahnung, Terrormorde in Gaza, dann kaufen die Leute die Zeitung. Wenn da drauf steht, so, jo, Digga, recht schöner Tag in Gaza, da ist nämlich heute gar nichts passiert, dann wird das keiner kaufen, weil es langweilig ist. Negative Sachen springen einen an. Und das müssen sie auch. Ansonsten wären wir als Menschheit ganz, ganz, ganz früh am Anfang ausgerottet worden. Wir sehen das, wenn irgendwelche Viecher keine natürlichen Feinde haben, wie schnell die Ex gehen. Ja? Schau dir den Dodo an. Keine natürlichen Feinde gehabt, hat Ewigkeiten wunderbar gelebt. Und das erste Negative, was passiert, batsch, ausgerottet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, angeblich woke. Kritisiert wurde da zum Beispiel zuletzt die Antifeminismus-Reportage Alter, die war aber auch richtig scheiße. Da haben die aber richtig eingeschissen. Vom Y-Kollektiv. Die hat 455.000 Views. Die Kritik von den Space Fox daran hat aber über 600.000. Die von Sascha auch, die von diversen anderen Kritikern. Ja, natürlich. Weil diese Antifeminismus-Reportage vom Y-Kollektiv ein riesengroßer Haufen Bullshit war. Und die Kritikvideos da drauf halt based und gut gemachte Videos, wo Leute nicht permanent Dünnschiss verzapft haben.
Natürlich hören sich die Leute dann lieber die Kritikvideos an. Jo, Digga, rein in seinem Stream befinden sich im Durchschnitt irgendwie 150 Leute. Wenn ich meinen anschmeiße, sind da 400 Leute drin. Natürlich hören sich die Leute lieber mich an, den ich ihn kritisiere, als ihn selbst. Nochmal ein Vielfaches davon. Anderes Beispiel. Eine Puls-Reportage über Rassismus. 643.000. Ja, Digga, die alte, wenn ich sehe, das war doch die damals diese Gaming-Reportage gemacht hat. Wo sie dann gefaked hat, dass sie angegriffen wird. Weil ihre Theorie war, Online-Gaming, alles toxische Männer. Ja, die Frauen werden da sofort irgendwie sexistisch beleidigt. Und als es dann nicht so war, hat ihr Kumpel sich damit eingeloggt und sie dann beleidigt. Und dann hat sie gesagt, haha, der konnte mich hier beleidigen und niemand hat was dagegen gesagt. Ja, also es ist meine Theorie bestätigt. Nein. Also Leute, auf Puls. Bei Puls kriege ich Puls. Wo du noch Puls kriegst, sind Reporter, Steuerung F und Y-Kollektiv. Die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Das hat alles mit Journalismus nichts zu tun. Und diese arroganten Wannabe-Journalisten, ja, zu blöd fürs richtig Journalismus studieren, zu feige für wirklichen Investigativjournalismus oder mal, keine Ahnung, Auslandskorrespondenz oder sonst irgendwas. Und dann geht man zu Funk, lässt sich von öffentlich-rechtlichen Geldern aushalten, damit man dann einfach den lieben langen Tag Journalist spielen darf. Und wehe, jemand kritisiert einen. Aber dann ist Polen offen. Das sind dann aber auch wirklich, also die sind schon hier richtig Ding, ne? Views. Die Kritik von den Space Fox daran hat fast 1 Million. Eine andere hat sogar 1,4 Millionen. Ja, Kritik wird dann natürlich laut und die Leute schauen sich das gerne an. Hier, das beste Beispiel jetzt vor kurzem, dieses komische Rechtfertigungsvideo von Steuerung F über die Rezo-Thematik. Ja, die hat sicher auch deutlich weniger Views als das Zerstörungsvideo von Rezo danach. Weil die Leute sich Base-Attacks lieber anschauen, die Idioten in der Luft zerreißen, als andersrum. Ich höre mir einfach nicht gerne Deppen an, die Bullshit labern. Hingegen ich mir wirklich gerne Leute anhöre, die Deppen argumentativ komplett zerlegen, die Bullshit labern. Das ist doch normal. Wir können also davon ausgehen, dass viele Menschen erst mit diesen woken Inhalten konfrontiert wurden, weil sie kritisiert wurden. Nein! Nein! Ich bin zum Beispiel die Metal-Doku, die habe ich gesehen und gedacht, Digga, was habt ihr da für eine Scheiße fabriziert? Ne? Und nicht, weil sie von ganz vielen woken Leuten krass gefeiert wurden und sie so viral in deinen Feed gespült wurden. Ähnlich wie Robin Hood oder Cleopatra. Und für mich geht das noch einen Schritt weiter. Also es ist praktisch, da werden es wieder Strohmänner aufgebaut, so keine Ahnung, Robin Hood und Cleopatra. Es ist praktisch moralisch jetzt verwerflich, dumme Scheiße im Internet zu kritisieren, weil man damit potenziell mehr Klicks macht. Man kann sich's immer hindrehen, wie man will. Ja? Also immer schön, ne? Ich bin nicht derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. Die anderen. Ne? Wenn ich nicht bescheuerte, idiotische Takes ins Internet scheiße, dann wird es darüber kein Kritikvideo von den Space Frogs geben, was 1 Million Klicks kriegt. Das ist so. Wenn ich gut recherchierte Dokus habe, dann wird es da kein Kritikvideo drauf geben. Die Wahrnehmung könnte zusätzlich dadurch verzerrt sein, dass solche Videos ja nur dann produziert werden, wenn es auch was zum Aufregen gibt. Alles andere wäre zugegebenermaßen auch langweilig. Die Wahrnehmung ist also bei vielen, dauernd machen die nur woke Inhalte und... Jo, Digga, aber jetzt schau dir mal die ganzen Funkkanäle an. Ne? Schau dir doch jetzt mal diese Y-Kollektiv-Scheiße und Reporter und diesen ganzen Shit, schau ihn dir doch mal an. Wie oft ist da irgendwas dabei? Ja? Keine Ahnung, die eine Olle, die sich irgendwie von ihrem Freund die Flasche geben lässt, weil sie sich dann wie ein Kleinkind verhält. Jo, Digga, wenn ich so eine Alte hätte, ich würd die vor die Tür setzen. Ja? Und im Kinderwagen den Hügel runterschieben.
Da verstehe ich auch nicht, was mit dem Typen nicht stimmt. Weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wenn man ein erwachsener Mann ist, sollte man eigentlich eine erwachsene Frau als Partnerin haben wollen. Und wenn die sich aber benimmt wie eine Vierjährige, dann weiß ich nicht, ob da nicht an der eigenen sexuellen Orientierung irgendwo mal falsch abgebogen bist, oder? Wenn ich aber dann permanent so eine Scheiße von denen kriege, und ist ja die andere ist dann durch den Wald gelaufen und hat sich als Wolf gefühlt. Und dann muss man dann hingehen und sagen, ja, da haben wir Verständnis dafür und das finden wir in Ordnung. Nee, das darf man nicht kritisieren, die sind halt nun mal so. Nein, wenn einfach irgendwas massiv drüber ist, dann will man sagen dürfen, dass die wahrscheinlich ein Ei am Dach haben, oder? Und dass die nicht ins Fernsehen gehören, sondern wahrscheinlich in die Klapse. Mir geht es da gerade gar nicht drum zu diskutieren, ob jetzt diese Kritik gerechtfertigt ist oder nicht. Nee, natürlich nicht. Weil wenn du darüber diskutieren würdest, würdest du schnell zu dem Schluss kommen, dass sie gerechtfertigt ist und dein komplettes Video hier einfach für den Gulli. Nicht, sondern es geht nur darum zu hinterfragen, ob sie zu einer verzerrten Wahrnehmung beitragen könnte. Ich habe eine Praktikantin mal tracken lassen, wie viele Inhalte Funk über seine Kanäle in 2 Monaten so veröffentlicht. Praktika bei uns machen immer super Spaß. Und es waren weit über 1000. Selbst wenn man nur die YouTube-Videos nimmt, sind es immer noch über 300. Und ich sage euch, zu 99% davon hat noch nie irgendein Meinungsblogger irgendwas gebracht. Und ich... Ja, natürlich... Oh, come on. Wenn ich über jeden Scheiß von Funk ein Video machen würde, dann müsste ich es als Hauptberuf machen. Ich glaube, das gilt tatsächlich für jede Art von Berichterstattung. Und ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass die Leute das wirklich selektieren. Also die Leute wissen, okay, bei Funk passiert ein Haufen Scheiße. Es gibt auch gute Funkkanäle, brauchen wir nicht reden. Mr. Wissen to Go, ne? Der hat sein Geld verdient, das er kriegt, ja, von der GZ. Gar kein Problem. Aber ich finde, Kanäle wie Y-Kollektiv und Steuerung F haben jetzt schon so oft reingeschissen. Und es geht ja nicht immer nur um Vogue sein. Hier mit der, wie heißt sie, Caroline von der Gröben oder sowas mit ihrer Reportage. Ja, schaffe ich es einen Monat lang nicht zu saufen? Erstens, wen juckt das? Ja, zweitens, ich weiß, keine Ahnung, ich trinke wahrscheinlich auch mehr, als ich sollte. Mehr als gesund ist. Und es gibt sicher Leute, die sagen, hier bei dem Alkoholkonsum bist du auf jeden Fall Alkoholiker. Aber ich setze mich doch dann nicht ins Internet und sage, ja, hier, ich probiere mal einen Monat lang nicht zu saufen, mache jetzt ein Filmchen drüber. Dann starte ich den Monat einen Tag verspätet, weil ich einfach nicht von der Flasche halten konnte. Und dann beschwere ich mir eine halbe Stunde lang drüber, ich will aber saufen, ich will aber saufen. Und sage dann danach, im Übrigen bin ich eigentlich kein Alkoholiker. Und das dann für öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlen und das setze ich dann ins Internet. Und wenn dann irgendjemand sagt, hast du einen Schaden, ja, dann denkst du, wie? Ja, einen Monat lang nicht saufen, dafür bezahlt werden. Ja, Glückwunsch. I guess, keine Ahnung. Was ist das? Was sind das für Inhalte auf Funk? Ich kann 2/3 von der Scheiße kann weg. Sparen wir uns wieder ein paar Millionen. Dann müssen wir die Beiträge nicht mehr erhöhen. Berichterstattung. Unter meinem Trans-Video wurden immer wieder Beispiele genannt, wie Transfrauen den Sport dominieren. Und ich würde jetzt einfach mal die Theorie in den Raum stellen, dass kein einziges Beispiel, das da genannt wurde, den Leuten zum ersten Mal begegnet ist, weil jemand auf Twitter eine News dazu gepostet hat mit "Wie geil, you go girl". Natürlich nicht. Ganz ehrlich, wer sowas geschrieben hätte, wäre auch hageldumm gewesen. War das nicht irgendwie in Kanada vor kurzem, wo eine Transfrau beim Gewichtheben oder sowas mitgemacht hat, korrigiert mir, wenn ich jetzt Scheiße laber, und den bestehenden Rekord von der biologischen Frau einfach geschreddet hat, und dann ist beim nächsten Mal, wo die Veranstaltung war, ein Typ hergekommen und hat gesagt, im Übrigen fühle ich mich jetzt auch als Frau, ich möchte jetzt da mitmachen, und hat dann ihren Rekord in den Boden gestampft, und dann ist die dahergekommen und sagt, das ist aber unfair. Und dachte, merkst du jetzt was? Und wie gesagt, wenn jemand wirklich trans ist, ja, mit dieser Geschlechtsdysphorie und dem ganzen Gedöns, und sagt, ich komme mit meinem Körper, so wie er ist, egal ob er jetzt biologisch männlich oder biologisch weiblich ist, der Körper, komme ich nicht klar. Das ist so eine starke Belastung, ich brauche diese Transition. Und damit ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühle. Weil ich ansonsten Depressionen kriege und wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, vor dem Bus laufe.
dann stehe ich da zu 100% dahinter. Ja, dann sollen diese Leute die Hilfe bekommen, die ihnen hilft, glücklich in ihrem Leben zu werden. Das ist für mich auch wichtig, dass man da nicht aus Pikiertheit oder aufgrund von Bürokratie oder sowas diesen Leuten unnötig im Weg steht. Wenn ich aber einfach herkomme und sage, yo, Digga, ich identifiziere mich jetzt als XY und um dieses oder jedes System auszunutzen, ist halt dumm. Und da muss halt dann gegen was unternommen werden. Und dass man auch sagen muss, ich kann nicht beides haben, einen Rausch und einen schöner Gang. Und dass, wenn ich sage, ich bin ein Mann, der sich als Frau fühlt und ich habe jetzt eine Geschlechtsumwandlung machen lassen, aber ich habe eine männliche Pubertät durch und ich habe immer noch den trotz Testosteronblocker und trotz Östrogenzugabe immer noch deutlich höheres Testosteron und dadurch einen wettbewerblichen Vorteil biologischen Frauen gegenüber in den meisten Sportarten, dann muss ich halt sagen, okay, mir ist jetzt das mich in meinem Körper wohlfühlen wichtiger als Profisportler in diesem und jenem Bereich zu sein. Dann gebe ich diesen Traum auf, damit ich den anderen verwirklichen kann. Ich kann nicht beides machen, weil es den tatsächlichen Frauen unfair gegenüber ist. Ja? Frauen, die über 100 Jahre lang kämpfen mussten um ihren Platz in der Gesellschaft, der ihnen jetzt wieder streitig gemacht wird. Leute, die ihr ganzes Leben lang hingearbeitet haben auf so eine Chance in diesem Sport, die Beste zu sein. Ja? Und dann kommt jemand mit einem ungerechten Vorteil, einem ungerechten biologischen Vorteil und versaut ihnen das. Natürlich ist das nicht cool. Und dann kann ich sagen, entweder bleibe ich Gewichtheber, dann mache ich halt keine Geschlechtsumwandlung, oder ich mache Geschlechtsumwandlung, dann werde ich halt nicht mehr Gewichtheber sein oder halt nur noch als Hobby. Aber halt nicht mehr in der Competition. Oder, ganz, ganz wilder Take, ich trete trotzdem weiter bei den Männern an. Da werden sie nicht reißen, natürlich nicht. Deswegen machen sie es ja so. Sondern weil sich jemand irgendwo drüber aufgeregt hat. Kapitel 4. Und wo ist das jetzt schlimm, dass man sich über so Sachen aufregt? Ich hätte mich doch drüber aufregen dürfen, wenn da Leute herkommen und einfach die Träume von anderen Menschen zerstören, weil sie sich einen ungerechten Vorteil erschlichen haben. Alter, ich bin schon wieder 1 Stunde 20 am Labern für 8 Minuten Video. Social Media regt uns auf. Wenn Leute schreiben, sie werden dauernd mit woken Inhalten bombardiert, die sie aber ja nerven, dann müsste das eigentlich heißen, Empfehlungsalgorithmen haben versagt. Und die Theorie von Rabbit Holes und Filterbubbles wäre hinfällig. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass ich habe selber wenig Social Media. Also ich habe meinen YouTube-Kanal und ich habe kein Twitter, ich habe kein Instagram, ich habe kein Facebook, ich hab die ganze Scheiße nicht. Und ich bin auch TikTok schon 3-mal nicht und ich bin auch ziemlich froh drüber. Aber ich glaube natürlich, dass diese Rabbit Holes und diese Bubble-Bildungen natürlich von beidem begünstigt werden. Ich werde natürlich niemals irgendeinen Based-Take kriegen, weil das, wie gesagt, ja langweilig ist. Ja, wir erinnern uns, es gibt genug zu fressen, es kommt kein Säbelzahntiger. Ne? Natürlich kriege ich entweder Sachen, die extrem meine Einstellung bestätigen, oder die extrem meine Vorurteile der anderen Einstellung gegenüber bestätigen. Also entweder was, wo ich mich wirklich reinsteigern kann, weil ich sehr dafür bin, oder was, wo ich mich reinsteigern kann, weil es sehr dagegen ist, wo ich sehr dafür bin. Aber beides schiebt mich doch in dieselbe Richtung. Also beides bestätigt mich doch in meiner Echokammer. Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der vegan ist und gegen die AfD, und ich krieg dieses Weidel-Video vorgeschlagen, dann gehe ich doch nicht hin, ach ja klar, nee, das ist nicht cool, Leuten das Schützen wegnehmen. Ich wähle jetzt AfD und morgen fresse ich selber Schweineschnitzel. Natürlich nicht. Dann denke ich mir, was für eine blöde Kuh. Und dann gehe ich in meine Echokammer und sage, hier im Übrigen, was für eine blöde Kuh. Und alle sagen, ja, da hast du recht. Ja? Dann klopfen sie mir schön auf die Schulter und sagen, hast du die Welt wieder ein Stück besser gemacht. Niemand hat die Welt auch nur einen Furz besser gemacht damit. Aber es bestätigt mich in meiner Echokammer, egal ob es eine negativ oder positive Bestätigung ist. Die Theorie, dass
dass Social-Media-Algorithmen uns immer mehr von dem anzeigen, was unserer Meinung entspricht. Nein, Digga, du hast das falsch verstanden. Social-Media-Algorithmen zeigen uns immer mehr davon an, was unsere Aufmerksamkeit bekommt. Das sind zum einen die Sachen, die ich sehr unterstütze und die anderen zum anderen die Sachen, die ich sehr verabscheue oder gegen die ich extrem bin. Weil beides Aufmerksamkeit gibt. Und Aufmerksamkeit ist die Währung auf Social Media. Tatsächlich ist es meiner Meinung nach aber eher so. Wenn man sich aufregt, dann erzeugt das oft Engagement. Mehr vermutlich als jedes andere Gefühl. Okay, und hat das tatsächlich selber gesagt, gebe ich ihm. Dann spielen Algorithmen mehr davon aus. Ja. Was gemeinhin als Filterblasen beschrieben wird, ist also vielleicht gar nicht zwingend, ich finde Vogue-Inhalte blöd, deswegen sehe ich jetzt weniger davon, sondern eher, ich finde Vogue-Inhalte blöd, deswegen sehe ich jetzt lauter Posts darüber, die mich wütender machen. Ja, gebe ich ihm. Ist ja auch mehr oder weniger das, was ich gerade gesagt habe. Sich über vermeintlich Vogue-Inhalte aufzuregen, wird deswegen auch für Influencer immer interessanter, weil es gute Klicks bringt und inzwischen sogar Geld. Während früher Influencer eher unpolitisch waren, aus Angst, dass sie dann für Sponsoren uninteressant werden, läuft heute in Videos über diesen Kulturkampf Werbung. Jo, Digga, aber es ist ja auch andersrum so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, eine Shoyuka hat ja diesen Videospielpreis nicht bekommen, weil sie wirklich eine großartige Gamerin ist, sondern, und das haben die Leute auch zugegeben, die den verteilt haben, aufgrund ihrer politischen Arbeit. Ne? Und das ist halt wack. Aber die Leute profitieren ja offensichtlich auch davon. Ne? Oder eine Freiraumrede, die lebt ja auch davon, dass sie sich da hinsetzt und woken Bullshit ins Weltnetz rausscheißt. Und hat ja davon auch einen finanziellen Nutzen. Von den Leuten, die halt auch so denken wie sie. Also wo sind wir jetzt? Natürlich machen Influencer für Klicks und Reichweite und Kohle die ganze Sache. Du ja auch. Brauche ich dir nicht erzählen. Ich verstehe jetzt den Take nicht. Ja, es ist, als ob man nur damit Geld verdient, gegen Vogue zu sein und für Vogue zu sein, nicht. Wenn man damit kein Geld verdienen würde, dann könnte ein Dara nicht zu viel streamen, sondern müsste richtig arbeiten gegen genauso eine Freiraumreh oder eine Shoyuka. Ne? Kennen Sie das? Ah, komm, deine Werbung kannst du dir sonst so in den Arsch stecken, ja. Wirklich gar nicht. Lieben. Alter, wie cringe kann man so eine Werbung machen, Digga? Im August gab es eine Diskussion darüber, ob Gronkh rechts ist. Ist er natürlich nicht. Und Diskussion ist auch das völlig falsche Wort. Die Ehre geht raus an Gronkh. Es ist großartig, wie der den Wingel zum Dampfen gebracht hat. Mit so ein bisschen Kommentar. Großes Kino. Dafür, ich nenne das lieber Rage Farming. Ja, jemand hat das tatsächlich geschrieben. Das war ein Mod in einem Twitch-Chat von einem Streamer mit weniger als 8000 Followern. Macht es deswegen besser? Ich frage für einen Freund. Check's halt wirklich nicht. Macht es das besser, wenn es nur einer gesagt hat? Ich weiß, ich bringe jetzt wieder ein extrem überspitztes Beispiel, aber ne, wenn man übertreibt, vor allem wenn man extrem übertreibt, ist es ja oft einfacher, einen gewissen Punkt klar zu machen. Wie viele Menschen in der Geschichte der Menschheit haben folgenden Satz geprägt? Wollt ihr den totalen Krieg? Wie viele Leute haben das gesagt? Einer, oder? Ist der Satz deswegen weniger scheiße? Ich frage für einen Freund. Ist vollkommen wurscht, ob das einer sagt oder Tausende. Wenn's scheiße ist, dann muss es kritisiert werden. Aber es ist natürlich klar, hier wird immer nur das kritisiert, was der eigenen politischen Meinung nicht widerspricht. Richtig. So machen wir das. Durchschnittlich gucken dem wenige 100 Leute zu. Direkt wurde das gescreenshottet und auf Twitter weitlaufend kritisiert. Heißt, schon direkt von Anfang an war die Gruppe an Leuten, die das zu Recht für absoluten Bullshit halten, um ein Vielfaches größer. Am Ende wo ist das Problem? Wenn jetzt irgendjemand aktuell aus Grund irgendeiner Sache berühmt wird, ne? Und die Person sollte tunlichst beim ersten Anflug von Erfolg seine komplette Twitter-History löschen. Komplett. Es wird Leute geben,
die gehen diese History durch und wenn sie dafür Monate brauchen, der letzten 10 Jahre, Post für Post für Post für Post, ja, und dann finden die und sagen, hier, vor 9,5 Jahren hat der, keine Ahnung, besoffen und bekifft das hier geschrieben. Cancel-Maschine bitte jetzt anwerfen. Ist doch genau das Gleiche. Das haben damals, keine Ahnung, 25 von seinen Kumpels gelesen. Und haben sich wahrscheinlich auch gedacht, boah, oh, Digga, der hat gestern mal, aber, ne, bisschen zu sehr die Flasche umarmt. Und es war allen scheißegal. Macht's die Aussage deswegen weniger dumm? Nein. Aber es geht um die Aufmerksamkeit, die es erweckt. Und wenn ich natürlich in einem Stream von einem bekannten Streamer, wenn da sowas gedroppt wird, vor allem wenn es so dermaßen hageldumm ist und vor allem bei so einem polarisierenden Thema wie Hogwarts Legacy damals, ist halt schwierig. Weil auch da hieß es, ja, J.K. Rowling hat mal dies oder das gesagt, deswegen sind jetzt alle, die Hogwarts Legacy spielen, sind jetzt hier, solidarisieren sich mit Transfeindlichkeit und unterstützen praktisch Transfeindlichkeit. Was halt kompletter Horse-Shit ist. Und du nimmst jetzt dieses eine Beispiel daraus, aus dieser kompletten riesengroßen Debatte und sagst, ja, hier, jetzt hat einer da geschrieben, so, mach hier nicht so ein Fass auf. Die Debatte war deutlich größer als nur dieser Post. Dieser Post war halt aber halt an der Spitze dessen, was an Dummheit passiert ist. War Gronkh in den deutschen Twitter-Trends und es gibt Dutzende Tweets und Artikel dazu, die sich alle um einen einzigen dummen Kommentar drehen, den sonst niemand außerhalb eines kleinen Twitch-Streams mitbekommen hätte. Was aber zurückbleibt, ist, die Woken sagen ja auch, Gronkh wäre rechts. Ich nenne das, aber was ist mit diesem einen Idioten? Niemand will Herrn Schnitzel verbieten. Ja, aber was ist mit dem einen Tweet, wo jemand das mal geschrieben hat? Ich sage, das war ein Idiot. Und wer weiß, ob dieser Idiot nicht sogar vielleicht bewusst getrollt hat. Jo, Digga, aber es ist doch andersrum genauso. Es ist doch andersrum genauso. Verstehst du das nicht? Diese einen Idioten, die gibt's doch auf der anderen Seite auch. Ja, wie oft wird einem Kuchen-TV vorgeworfen, ja, Digga, aber bei dir in den Kommentaren hat einer das und das geschrieben. Und ja, klar, das scheiß Video hat 500.000 Klicks, ja, und 3.500 Kommentare. Und da hat halt irgendjemand was Dummes drunter geschrieben. Dafür ist der Kuchen-TV genauso wenig verantwortlich, wie der Streamer, von dem du jetzt da redest, für diesen Kommentar von dem Mod von ihm verantwortlich ist. Aber ich hätte halt zum Beispiel danach diesem Typen den Mod-Status entzogen, weil er offensichtlich ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. Um zu spalten. Wenn ich jetzt rechtsradikal wäre, dann würde ich eher mich im Internet, also du kennst so wie so Catfish-Accounts, also Männer, die so Frauen sind. Ich würde als Rechter würde ich mir so einen LGBTQ+ Transgender-Account machen und würde jeden darauf hinweisen, dass sie gendern sollen und diese ganzen Sachen. Verstehst du, was ich meine? Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, es ist aber bewiesen, dass russische Trollfarmen ähnliche Taktiken nutzen, um die Gesellschaft zu spalten. Fake Russian accounts posing as Americans have released a barrage of social media posts. The topics of these posts vary, but the goal is always the same: to spread fear and drive Americans' opinions to the extremes. Dazu habe ich jetzt keine Info. Da kann ich nicht sagen, das kann sein, dass das so ist, das kann auch nicht sein, dass es so ist. Was ich gerade komisch finde, ist, dass es um Amerika geht. Das verwechseln die Leute aus der Vogue-Bubble auch immer ganz gerne. Ja, Amerika und Europa, dass das politisch einfach auch noch vom kulturellen Background her halt dann doch noch unterschiedliche Dinge sind, auch wenn wir beide der sogenannten westlichen Welt zugehören, dass sich Dinge aus den USA oft nicht 1:1 auf Europa oder in dem Fall Deutschland übertragen können, ist halt auch so ein Ding. Das heißt nicht, dass das alles Trolle sind. Ein gutes Beispiel für mich ist da die militante Veganerin. Die hat unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen, auch von ganz vielen anderen Influencern, weil sie eine extreme Position einnimmt, die von den meisten Menschen, die sich vegan ernähren, so gar nicht geteilt wird. Habe ich gerade vorhin das gesagt? Media belohnt solche extremen Positionen immens. Manche nutzen das, um zu trollen, manche wählen diese Position bewusst, um damit Geld und Aufmerksamkeit zu generieren. Und aber
Rob, wenn du das alles begreifst, dann verstehe ich nicht, warum du dann immer noch diese Takes bringst. Also, das natürlich, aber, ne, das ist wieder diese Wahrnehmungsgeschichte. Wenn ich mich in die Mitte stelle und nach rechts und links schaue und dann feststelle, oh, hier, da passiert an den Rändern von beiden Spektren passiert ziemliche Scheiße, dann kann ich da eine objektive Meinung dazu bilden. Wenn ich aber komplett auf der einen Seite stehe, dann ist ja praktisch, dann gibt es ja links von mir nichts mehr. Und wenn es nichts gibt, gibt es da auch nichts Negatives. Und dann ist natürlich alles, was negativ ist, rechts von mir. Und dann kommen halt Takes raus und es gibt halt nicht wenig Leute, die dann sagen, hier, keine Ahnung, du genderst nicht. Was bist du für einer? Bist du Transfeind? Bist du rechtsradikal? Einfach weil sie nicht checken, dass es halt außerhalb ihrer politischen Meinung Abstufungen gibt. Und nicht alles rechtsradikal ist, was nicht 100% ihnen nach der Schnauze redet. Und manche labern einfach nur Scheiße, weil die Hemmschwelle auf Social Media so viel niedriger ist, einfach rauszuhauen, was... Ich glaube, Ding hat es gesagt, oder? Montana Black? Das Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier. Man gerade denkt. Genutzt wird das Ganze aber auch politisch. Kapitel 6. Die Welt ist gar nicht Vogue. Kannibalismus. Ich glaube, wir als Oida, Digga. Ist das jetzt der nächste Strohmann? Gesellschaft sind uns alle einig, das sollte nicht erlaubt sein. Kannibalismus liegt also außerhalb des sogenannten Overton-Fensters. Das ist eine Theorie des Politikwissenschaftlers Joseph Overton, das den Rahmen an Ansichten beschreibt, die wir als gesellschaftlich normal erachten und in dem die Politik dann Diskussionsspielraum hat. Ja, das Problem ist aber, dass die Sachen, die gesellschaftlich normal sind, natürlich im Internet wenig Bühne bekommen. Wir haben ja schon etabliert, alles was extrem ist, extrem positiv oder extrem negativ, das gibt Klicks, das gibt Aufmerksamkeit, das gibt Geld, ja? Auf Social Media. Dementsprechend wird ja das Normale nicht gepostet. Ne? Und dementsprechend sind natürlich kleine Gruppen von lauten Vollidioten überpräsent im Internet. Es ist ja so. Ja? Egal, ob du jetzt die militante Veganerin hast oder eine Freiraumreh oder auf dem anderen Spektrum irgendwelche Kasper von der AfD. Ja? Die mir meinen Schnitzel verbieten. Solche. Natürlich sind solche extremen Geschichten hüben wie drüben immer das, was am meisten und am lautesten ins Weltnetz rausgeschissen wird, weil das Reaktionen bringt. Ich brauche ja irgendwie auch nichts im Internet machen, was keine Reaktionen bringt, weil keine Reaktion bedeutet keine Klicks bedeutet kein Geld. Kein Geld bedeutet, man muss wieder richtig arbeiten gehen und das will man ja weder als Influencer noch als Politiker heutzutage. Ne? It's called the Overton window. It's a concept in political science that says there's this window of ideas the public is willing to accept. Und ich bin der festen Überzeugung, dass 90% der Leute, ja okay, vielleicht nicht 90%, sagen wir mal 80% der Leute sich innerhalb dieses Fensters befinden mit ihrer Meinung. Und dass die hardcore abgefuckt sind von den Leuten, die ganz rechts und links an den Pfeilspitzen sitzen und einfach nur laut vor sich hin brüllende Scheiße labern. Inside the window ich bin eine Frau. Is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous or unthinkable. Nur dieses Fenster verschiebt sich natürlich dauernd und einige von euch denken jetzt vielleicht gerade, ja, nach links, wegen der woken Agenda. Aber ist das so? Nee, Digga, so ist es nicht. Digga, dieses Fenster verschiebt sich nicht. Ich bin der Meinung, das Fenster wird auseinandergezogen. Das öffnet sich in beide Richtungen. Weil am linken Rand sitzen Shoyoka Dara und die militante Veganerin und reißen an dem Rahmen rum wie die Gestörten. Und an der rechten Ecke sitzen halt irgendwelche vollkommen losten AfD-Dullis, die halt einfach ein Gedankengut aus den 30er Jahren noch festhängen und reißen an dem rechten Rahmen. Und es öffnet sich in beide Seiten. Und die Leute in der Mitte denken sich, so habt ihr einfach alle einen Ast ab.
Zum Beispiel hat der konservative Ronald Reagan 1980 zu illegalen Einwanderern aus Mexiko noch das hier gesagt. Make it possible for them to come here legally with a work permit, and then while they're working and earning here, they pay taxes here. And when they want to go back, they can go back and they can cross and open the border both ways. Reagan wollte damals Einwanderung aus Mexiko einfacher machen und die Grenzen öffnen. Vergleicht das mal 40 Jahre später mit dem ebenfalls republikanischen Kandidaten Trump, was der aktuell so zu Einwandern sagt. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. Jo, Digga, aber du kannst das auch wieder nicht vergleichen. Reagan hat das in den 80er Jahren gesagt. Alter, das ist 40 Jahre her. Das ist fast ein halbes Jahrhundert. Das sind komplett andere Umstände. Alter, wir haben früher zu Zeiten des Wirtschaftswunders auch gesagt, hier Gastarbeiter, vor allem aus der Türkei, kommt zu uns. Wir haben zu viel Arbeit, wir können es selber nicht mehr stemmen, wir brauchen euch, damit wir dieses Wirtschaftswunder, dieses Wachstum aufrechterhalten können. Wir brauchen euch. Solange es Wachstum so gab und so möglich war, war das alles in Ordnung. Das Problem ist halt, jetzt 40 Jahre später, ist mit Wachstum Essig. Und das Einzige, wie ein Konzern weiter wachsen kann, da es ja nicht mehr produzieren kann. Also ich kann ja als VW nicht mehr Autos verkaufen, als ich Kunden habe. Ne? Also, ne? Ich kann ja nicht mehr Autos verkaufen, als Menschen auf der Welt gibt. Und wenn dadurch das Wachstum an der Stelle eingeschränkt ist, dann muss ich schauen, wie ich mein wirtschaftliches Wachstum anders irgendwie finanziere. Und das wird nun mal dadurch passieren, dass man bei den Löhnen spart. Und dementsprechend haben wir jetzt schlechtere Arbeitsbedingungen. Wir haben nicht mehr den Fall, dass wir einfach die Arbeitskräfte nicht herkriegen, sondern wir haben eigentlich zu viele Arbeitskräfte, gerade im Niedriglohnsektor, was den Niedriglohn weiter senkt. Also, ne, beziehungsweise den Niedriglohnsektor weiter aussehen. Der Lohn kann nicht weiter sinken als der Mindestlohn. Ne? Und es sind halt einfach komplett unterschiedliche politische Umstände. Du kannst das Amerika der frühen 80er nicht mit dem Amerika von heute vergleichen. Und du kannst auch Reagan nicht mit Trump vergleichen, weil ich glaube, dass Reagan tatsächlich irgendwie ein funktionierendes Gehirn hatte. Und Donald Trump ist halt ein Kasper. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that. Trump hat in den USA und vermutlich sogar auch bei uns das Overton-Fenster weit nach rechts verschoben. Und zwar mit einem ganz simplen Trick. And the theory goes that if you want to move the window, if you want to change what people think of as acceptable, das Fenster in diesem Beispiel bleibt immer gleich. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das Fenster wird größer einfach. Ich glaube nicht, dass es sich verschiebt. Ich glaube, es wird einfach größer. Ne? Weil halt immer mehr Leute, weil man doch ganz ehrlich mit Vollidioten zu lax umgegangen ist. Also es gibt halt immer mehr Leute, wie zum Beispiel ein Rainer Winkler, um jetzt bei dem Beispiel wieder sind, die halt einfach ins Internet gehen können und irgendeine kernbehinderte Scheiße droppen und es kommt niemand und sagt, halt dein dummes Maul. Und wenn man es doch macht, dann ist man böser Internetmobber. Und auch zu einem Donald Trump ist damals, als er noch nicht die kompletten Republikaner praktisch in der Kimme sitzen hatte, als er angefangen hat, so eine Scheiße zu labern, niemand hergekommen und hat gesagt, halt dein dummes Maul. Und auch zu einer militanten Veganerin kommt zumindest niemand mit Autorität und sagt, halt einfach dein dummes Maul. Und das müssen wir wieder einführen. Dass wir einfach, wenn jemand dumme Scheiße labert, dem sagen können, halt dein dummes Maul. Ohne dass man dann gleich angepickt wird, oh, das ist aber hier das ist Hate, Mobbing etc. Das ist hier rechtsradikal oder sonst irgendwas. shouldn't start here, you should start here at the extreme. Because forcing people to consider an unthinkable idea, even if they reject it, makes all less radical ideas seem more acceptable by comparison. Ja gut, aber das ist ja bei allem so.
Wenn du irgendwie was verkaufen willst auf Verhandlungsbasis und dann sagst du auch nicht, keine Ahnung, wenn du sagst, ich möchte jetzt 800 Euro dafür haben, sagst du auch nicht hier 800 Euro. Ne? Dann kommt der andere und sagt 500. Dann sagst du, okay, ich möchte 800 Euro dafür haben, sag ich, komm, 1500 Euro. Und wenn du dann auf 800 runtergehandelt hast, oder er meint, dich auf 800 runtergehandelt zu haben, denkt er hat er Schnapperl gemacht und du hast genau die 800 Euro gekriegt, die du haben wolltest. So. Das ist doch hier bei Meinungen nichts anderes. Das ist doch ganz normal, oder? Das ist ja auch bei Preisen so. Es gibt ja, wenn es von demselben Produkt, gibt es meistens 3 verschiedene Varianten. Ne? Wenn es zum Beispiel ein Fahrradhersteller bringt eine neue Fahrradserie raus, dann gibt es die Fahrradserie einmal irgendwie für 400 Euro, einmal für 800 Euro und einmal für 1500 Euro, um jetzt bei denselben Zahlen zu bleiben. Ne? Und dann denken sie, 1500 ist ganz schön teuer. Aber 400, das billigste will ich auch nicht haben. Das, was sich am meisten verkaufen wird und wo dann darauf geachtet wird, dass man die höchste Marge hat, weil es sich am meisten verkauft, ist das mittlere. Weil die Leute dabei ein gutes Gefühl haben, weil sie denken so, ich habe einen guten Deal gemacht. So, ich habe nicht das Billigste vom Billigen, weil man dabei ein schlechtes Gefühl hat. Und ich habe aber auch nicht zu viel bezahlt, weil man da auch ein schlechtes Gefühl hat. Man geht dann mit der Einstellung aus dem Kauf raus, so ich habe einen guten Deal gemacht, so ich bin ein richtiger Fuchs. Und deswegen verkauft sich das am besten. Genauso hier, da kommt dann jemand, das ist ja Trump, das ist aber auch ein Rainer Winkler. Es wird erstmal rausgeschissen und wenn es dann, gut, bei Rainer Winkler ist es nicht so, wenn es dann Gegenwind gibt, dann wird nochmal extremer. Also, Rainer Winkler ist ein schlechtes Beispiel. Vergesst, dass ich ihn wieder erwähnt habe. Aber es ist so ein Donald Trump, es wird erstmal rausgeschissen und wenn dann der Gegenwind zu krass ist oder vielleicht aus den eigenen Reihen kommt, dann geht man wieder so ein bisschen zurück und relativiert und sagt, ja, nee, hier, ich habe ja eigentlich so und so gemeint. Und dann geht man eben von Unthinkable wieder auf Ridiculous runter. It shifts the window in that direction. Ich würde argumentieren, dass in Deutschland durch die AfD etwas Ähnliches passiert ist. Unser Overton-Fenster hat sich auch verschoben. Und zwar auch nach rechts. Ja, aber die vegane, die militante Vegane, warum sage ich immer die vegane Miliz? Nee, die militante Veganerin macht doch das auf der linken Seite genauso. Die macht das doch genauso. Die sagt ja auch, die vergleicht ja auch Fleischessen mit dem Holocaust. Und das ist ja auch also mal maximal dumm. Ne? Und macht damit alle Positionen, die nicht weniger extrem sind als Fleischessen ist Holocaust, valide. Oder mehr valide als vorher. Positionen, die man auch als dumm abgestempelt hätte und vollkommen Banane, wenn sie nicht da im Vergleich dazu stehen würden. Wenn man sagt, hey, das ist zwar auch ein bisschen dumm, aber wenigstens hat die Person Fleischessen nicht mit dem Holocaust verglichen. In den USA zeigen Studien, dass sich rechts und links weiter auseinander bewegen. Rechts, aber weitaus mehr dazu. Jo, Digga, aber das sind die USA. Die USA kannst du nicht blaupausemäßig auf Deutschland drauflegen. Beiträgt. Das ist auch was die Wokies nicht verstehen. Ja? Sie verstehen es einfach nicht, dass wenn jetzt ein Film in Hollywood produziert wird und sagt, ja, wir müssen hier die Lebensrealität von heute, ja, das ist ja immer so, für Modern Audiences, von wegen, it has to show the world as it is today. Die nicht verstehen, dass die Welt eben nicht überall so ist wie in Hollywood. Und dass es halt nicht überall, dass es halt keine Darstellung ist von dem, wie es überall ist. Und dass ich halt auch eine Fantasy-Serie machen kann, die basierend auf dem mittelalterlichen Europa ist und dann da erschreckend wenige schwarze Personen drin vorkommen. Oder dass ich eben eine Squid Game-Serie machen kann, in der nur Koreaner vorkommen und ein Pakistani. Weil das ist deren Lebensrealität. Und wenn ich 500 Kilometer nach Westen, Osten, sonst irgendwie, dann habe ich eine andere Lebensrealität. Und ich kann aber nicht von meinem Hollywood-Ding auf alles schließen und mich dann beschweren, warum die Leute sagen, ist aber unrealistisch, was du da machst.
Durch das Internet hat sich das Fenster sicherlich an beiden Seiten geöffnet, weil einfach jeder heute eine Stimme bekommt und so auch extremere Meinungen. Okay, das gebe ich ihm. Das ist ja mehr oder weniger auch das, was ich gerade gesagt habe. Jeder kriegt eine Stimme und niemandem wird gesagt, halt dein dummes Maul. Aber in meiner Wahrnehmung hat es sich halt nach rechts mehr geöffnet im öffentlichen Diskurs. Ja, und wenn du jetzt Leute von rechts fragst, dann sagen sie dir, es hat sich nach links weiter geöffnet. In Deutschland zeigt die Mitte-Studie, die Zustimmung von Rechtsextremismus nimmt zu. Donald Trump könnte wieder US-Präsident werden. Auch das ist wieder USA, Digga. Und auch aktuelle Wahlumfragen bei uns zeigen jetzt nicht unbedingt Wachstum von den Woken, sondern eher die AfD bei 20%. Ja, das ist leider besorgniserregend, aber man muss dazu sagen, sowohl die Grünen als auch die SPD, als auch vor allem die Linke haben einfach in den letzten Jahren massiv reingeschissen. Das kann man nicht anders sagen. Die haben einfach massiv reingeschissen, weil sie halt wirklich einfach komplett loste Aussagen gebracht haben. Wenn ich herkomme und ich habe Angst, meine Heizrechnung sprengt meinen finanziellen Rahmen und hackt mir einen großen Teil meines hart erarbeiteten Wohlstands weg und ich bringe diese Angst an einen Politiker ran und der schwadroniert mir dann 20 Minuten lang, wie ich einen Waschlappen benutzen soll. Er muss mich fragen, wer hier der Waschlappen ist. Und dass dann die Leute das nicht mehr geil finden, ne? Und wenn ich als Linke, die eigentlich die große Mehrheit, egal welchen Geschlechts oder welcher Geschlechtsidentität und egal welcher Hautfarbe und egal welcher ethnischen Herkunft etc. bla bla, vertreten sollte, wenn ich mich darauf fixiere, dass ich sage, Identitätspolitik ist unsere Prio Numero Uno und wir kommunizieren das auch so. Und jeder, der da ein Problem damit hat, weil er sagt, hey, das entspricht nicht meiner Lebensrealität, soll sich verpissen, dann verpissen die sich. Die Linke hat am meisten Wähler an die AfD verloren. Dann fragt man sich, wie kann das passieren? Die werden nicht eines Morgens aufgewacht sein und sich denken so, ich habe mich vertan die letzten 20 Jahre. Das war gar nicht Marx, den ich so geil fand, sondern Hitler. Ich gehe jetzt und wähle die Nazis. Die Leute sind nicht von einem Tag auf, sondern die wählen die einfach, weil die ihnen nach dem Maul reden. Natürlich ist die AfD-Wählen todeslost. Da braucht man nicht drüber reden. Ne? Die AfD ist nicht die Partei des kleinen Mannes, für die sie sich immer ausgibt. Der ist zwar Gendern scheißegal, aber der sind auch alle anderen scheißegal. Ne? Die AfD will sich Lobbykumpels anzüchten, um Kohle zu machen. Und Steuern für Superreiche runter, Steuern für arme Leute hoch. Ja, soll doch das Proletariat unten verrecken und sich totmalochen. Ja, und wir setzen uns währenddessen hier oben schön auf den goldenen Thron und lassen uns Koks vom Pimmel lutschen. Aber wenn ich halt wirklich aktiv meine Kernwählerschaft verprelle, so wie es eine SPD seit 20 Jahren tut, so wie es eine Linke jetzt seit 5, 6 Jahren tut, dann muss ich mich nicht wundern, dass diese Leute irgendwas anderes wählen. Und natürlich kommen dann hier die Rattenfänger von der AfD um die Ecke und spielen denen ein Liedchen vor. Wer alles schuld ist und sie machen alles besser. Und es gibt dann halt einen nicht unbeträchtlichen Prozentsatz an Leuten, die glauben das und die wählen dann diese Leute. Obwohl man, wenn man einmal in das AfD-Wahlprogramm reinschaut, sich denkt, okay, also wenn jetzt ich nicht jemand bin, der so, keine Ahnung, sagen wir mal 500.000 im Jahr verdient, oder sagen wir mal einfach 6-stellig im Jahr verdient, ja, dann bin ich definitiv niemand, der von dieser Politik, von diesen Leuten profitiert. Scheißegal, wie viele Ausländer rein oder rausgehen aus unserem Land. Vollkommen wurscht. Da sind wir alle gefickt. Alle. Außer die oberen 5%. Das verstehen die Leute aber nicht. Die AfD erzählt denen irgendwas, so, Market, trust me, Bro, du könntest das jetzt in unserem Wahlprogramm nachlesen, aber das steht da schon so drin, wie ich das erzählt habe. Glaub mir das ruhig. Und dann gehen die hin und wählen das. Niemand liest sich diese scheiß Wahlprogramme durch, also zumindest die Großteil der Wähler nicht.
Und ich muss halt dann sagen, so entweder ich fahre dann diese Schiene weiter bis zum bitteren Ende, gerade als Linke, und sage hier, nein, wir sind die modernste Partei und wir machen jetzt hier einen auf Identitätspolitik, dann werde ich diese 3% noch an diese 3% von dieser Umfrage noch zurückdenken und sagen, wie schön wäre es, wenn wir wenigstens 3% gekriegt hätten. Kann es also sein, dass sich der Diskurs nach rechts verschoben hat und progressive Ideen deswegen leichter und öfter als radikaler geframed werden, als sie eigentlich sind? Jo, Digga, sie werden nicht als radikaler geframed. Sie sind, also ganz ehrlich. Hier, Fleisch essen, Holocaust, ne? Wie eben beschrieben, gibt es natürlich radikale Woke-Positionen, aber in meiner Wahrnehmung ist das eine kleine Minderheit, die dann aufgebauscht wahrgenommen wird. Ja, es ist doch aber andersrum auch. Es ist doch andersrum auch. Wie viele Leute sind denn tatsächlich wirklich offen rechtsradikal in Deutschland? Es ist ein Problem. Jeder davon ist zu viel. Ne? Und ich würde gerne, in einem Land leben, in dem es nicht einen einzigen Nazi gibt. Aber in dieser Realität leben wir leider nicht. Aber ich würde auch gerne in einem Land leben oder in einer Welt leben, in der es keine militante Veganerin gibt. Weil die genauso wie die Straßenklebe-Idioten auch ihrer Sache einen Bärendienst erweist. Niemand Wokes redet so viel über Gendern wie Markus Söder. Oh doch, Digga. Oh doch, Digga. Da würde ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, wenn der Shoyoka, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag streamt und wo es, ne? Und dann, oh, woher weiß ich, dass du ein Heterozis-Mann bist, Alter. So wie wenn das irgendwas Scheiße machen würde, was die Person gesagt hat. Es ist schon so. Die Pro-Woken reden schon deutlich mehr darüber. Und niemand denkt wirklich, Alice Weidel wird das Schnitzel weggenommen, außer Alice Weidel. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass sie das auch nicht wirklich glaubt. Hast du es jetzt gecheckt, oder? Applaus. Kleiner Funfact am Rande, VW hat übrigens dieses Jahr auch die Currywurst zurückgebracht. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das meiner Meinung nach zeigt, dass die Wahrnehmung von Vogue-Kritikern eventuell verzerrt ist. Und das ist Hollywood. Ich will euch mal was vorlesen. Ich fordere euch heraus, mir einen Film oder eine Serie zu nennen, die irgendeine Art von intelligenter, konservativer Position vertritt. Schickt mal einen Reporter undercover als Autor in ein Meeting mit einem Hollywood-Studio und versucht, einen Film zu pitchen, der nicht Frauen oder Minderheiten schmeichelt. Jeder, der gegen nicht traditionelles Casting ist, wird gesellschaftlich geächtet. Jede Story, die darauf anspielt, dass es Rassismus in beide Richtungen gibt, wird nicht produziert. Das klingt wie etwas, was heute jemand auf YouTube über Disney sagen könnte, oder? Ist es aber nicht. Das ist ein Leserbrief an die New York Times aus 1992. Seit den 70ern gilt Hollywood als progressiv. Jo, Digga, aber das ist doch... Kommt da wieder mit Geschichten von Alu dazumal daher. Auch da ist es ja wie bei der Reagan-Thematik so, Kollege. Du kannst doch das Hollywood von 1992 oder sogar aus den 70er Jahren nicht mit dem Hollywood von heute vergleichen. Du kannst auch das Amerika oder auch das Europa von damals nicht mit dem Amerika und dem Europa von heute vergleichen. Was damals als progressiv galt, ist natürlich heutzutage nicht mehr progressiv. Natürlich verschieben sich die Begriffe und sie kriegen eine andere Bedeutung, genauso wie halt Vogue in den 1930er Jahren was anderes bedeutet hat als heute. Wo ist dein Punkt? Und es gibt immer Leute, die sich gegen progressive Sachen stellen. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, und ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich den Tag noch erleben darf. Wenn die Gen Z-Idioten, die mir heutzutage einen vorlabern von wegen, dass ich als weißer, alter Heterozis-Mann mich zu dem und dem nicht äußern darf und zu diesem und jenem nicht äußern darf, aufgrund meines sagenhaften Privilegs. Also ganz ehrlich,
Ich werde danach mir erstmal so eine Flasche 30-jährigen Whisky für 400 € in die Rübe stellen, während ich in meinem Whirlpool sitze mit meinen 20 High-Class-Escort-Weibern und eine dicke Havanna für 500 € rauchen. So privilegiert bin ich. Ja? Und danach fahre ich besoffen mit meinem Ferrari durch die Gegend. Wenn ich gegen die Wand gefahren habe, dann rufe ich hier beim Bundeskanzler an, damit mein Lappen nicht weggenommen wird. Ja, und dann wedel ich mir ein bisschen mit dem Scheckbuch. So privilegiert bin ich, nur weil ich weiß und hetero und ein alter Mann bin. Halt ein Maul. Ne? Und ich freue mich wirklich, wenn ich den Tag noch erleben darf, wenn die neuen Progressiven in der Zukunft diesen Leuten genau dieselbe Scheiße erzählen. Ja? Wie vorgestrig sie sind und ob sie nicht alle rechtsradikal sind und das alles, was ihre Lebensrealität ist obsolet und man hat hier gefälligst ihnen zuzuhören, weil sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Da freue ich mich richtig auf den Tag. Erzählt mir nicht, dass Hollywood vor allem kriege ich richtig Herpes, wenn mir jemand das Linksein absprechen will, weil ich nicht gender. Da kriege ich aber massive Hasslatte. Ja? Plötzlich Vogue geworden ist. Hollywood ist länger Vogue, als wir alle auf der Welt sind. Und wenn dir das in 20... Stimmt nicht, ich war 92 schon auf der Welt, Digga. 2023 plötzlich auffällt, dann ist es vielleicht nicht Hollywood, was sich verändert hat. Doch, Digga. Willst du mir jetzt erzählen, dass Hollywood seit Anfang der 90er sich nicht verändert hat? Hm? Sondern ich bin einfach seit Anfang der 90er rechtsradikal geworden, oder wie? Weil mir jemand ein veganes Rezept auf Instagram vorgeschlagen hat, oder was? Aber hast du einen Schuss nicht gehört? Kapitel 7. Wie Vogue bin ich denn jetzt? Also von den letzten 18,5 Minuten von der Scheiße, die du gerade gelabert hast, wo ein paar Basic Takes drin sind, die gebe ich dir, sind ein paar Sachen, ne? Ziemlich. Würde ich sagen, schon mehr als ich vertragen würde. Ich finde, wenn Leute gendern wollen, dann sollen sie das gerne machen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, wenn ich das privat mache oder, wie gesagt, wenn ich einen eigenen, unabhängigen YouTube-Kanal habe und ich finde Sponsoren, die mit mir zusammenarbeiten, auch wenn ich Vogue bin und ich habe ein Publikum, das da ist und ich kriege die Klicks, auch wenn ich Vogue bin. Natürlich habe ich die Existenzberechtigung. Wenn die Leute das sehen wollen, ja, also wenn es einen Markt dafür gibt und die Leute, und ich komme damit klar und ich bin so drauf, dann schön gut. Wie gesagt, wenn ein Rezo gendert in seinen Videos, soll er das machen. Aber eine Genderpflicht finde ich genauso unsinnig wie ein Genderverbot. Jo, Digga, aber das ist jetzt wieder der Strohmann. Ne? Bayern, Söder kündigt Genderverbot an. Ja, da fehlt halt aber der Kontext. Und Leute wie du beschweren sich doch da immer darüber, dass die Leute immer nur den Titel von dem Video lesen, sich das Video gar nicht anschauen und dann aber schon kommentieren. Zeig ich dir mal was. Hier geht es darum, dass dieses Gendern verboten wird, und zwar an Schulen und Universitäten und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also in allen öffentlichen Belangen. Dass da einfach die geltende deutsche Grammatik, die geltende deutsche Rechtschreibung verwendet wird. Niemand will den Leuten privat das Gendern verbieten. Genauso wie niemand irgendwie Alice Weidel ihr Schnitzel wegnehmen will. Du machst gerade dieselbe Alice Weidel-Scheiße, die du hier schon ins Lächerliche gezogen hast. Wir sind wieder bei dem Ding mit dem Black Panther und Eddie Redmayne. Du zerstörst dein eigenes Argument. Natürlich ist dieser Take von Alice Weidel absolut lächerlich. Von wegen, sie wollen uns das Schnitzel wegnehmen. Ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Natürlich ist es super lächerlich. Auch wenn es höchstwahrscheinlich ironisch gemeint war. Aber genauso fördert auch ein Söder nicht, dass niemand mehr gendern darf. Wenn du in deinem privaten Umfeld oder auf deinem YouTube-Kanal, wenn er nicht öffentlich-rechtlich ist, gendern willst, dann you go, girl. Scheißegal. Es geht um eine klare Regelung im öffentlichen Raum. Und da ja an die 90% der Menschen, die diesen öffentlichen Raum nun mal nutzen und vor allem auch mitfinanzieren, gegen das Gendern sind, dann ist es auch klar, dass man sagt, dann einigen wir uns darauf, wenn die meisten das nicht wollen, dass wir das im öffentlichen Raum nicht tun. Aber niemand verbietet einer Privatperson das Gendern, auch nicht ein Söder. Und das weißt du ganz genau.
Ich persönlich gender manchmal, zum Beispiel, wenn ich meiner kleinen Tochter ein Buch vorlese und da was von Wissenschaftler steht, dann sage ich, hey, ne, es gibt übrigens auch Wissenschaftlerinnen. Ich ernähre mich vegetarisch, meistens sogar vegan und finde es auch wichtig, mit Blick auf Tierwohl und Klima den eigenen Fleischkonsum mal zu überdenken, wenn möglich. Trotzdem habe ich absolut nichts gegen Menschen, die Fleisch essen und es ist mir völlig egal, ob eine Kantine, in die ich nie gehen werde, jetzt auch Currywurst anbietet oder nicht. Ja, aber dann dafür hast du dich vorhin ziemlich darüber aufgeregt, dass sie dann auch wiedergekommen ist, ne? Was heißt darüber aufgeregt? Du hast es schon negativ geframed. Vor allem, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass die Currywurst verschwunden ist, hast du ziemlich negativ geframed. Und hast dich ein bisschen über die Leute lächerlich gemacht, so die, auch wenn sie nicht in dieser Kantine essen und nicht bei VW arbeiten, gesagt haben, dass das Horseshit ist. Und ich werde garantiert nie jemandem das Schnitzel wegnehmen. Ich finde, ob Transfrauen im Frauensport mitmachen, ist a. eine Frage, ob die Person eine männliche Pubertät durchgemacht hat, b. eine Frage des Sports, im Kampfsport. Das könnte schwierig sein, aber im Eiskunstlauf oder sowas ist es doch völlig egal. Und c. ist es eine Aufgabe der jeweiligen Sportverbände und von betroffenen Personen, sowas zu entscheiden, weil die meisten von uns haben sich ehrlich gesagt noch nie wirklich für Frauensport interessiert. Nur, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Darts schaust, ja, in der Darts-Liga können auch einfach in der normalen Liga, die ist Unisex, da können auch Frauen mitmachen. Es sind wenig Frauen, weil sich wenig Frauen für den Sport also so interessieren, dass sie ihn auch aktiv betreiben. Das ist im Übrigen auch im Profi-Gaming so, weil die Leute immer sagen, oh, Profi-Gaming, hier fürchterlicher Wiener Verein. Aber es ist nun mal leider so, dass auch Gaming, vor allem auf einem kompetitiven Level, ein größtenteils männliches Ding ist. Es gibt halt immer noch deutlich mehr Gamer als Gamerinnen. Und dementsprechend gibt es halt auch weniger Gamerinnen, die was auf dem Kasten haben. Ganz normal. Und wir haben das gesehen, es gab mal ein League of Legends Team, das extra zusammengestellt wurde, nur aus Frauen. Und da haben sie schon irgendwie mit die besten League of Legends Spielerinnen der Welt mit reingepackt. Die haben gnadenlos 16 Mal auf die Mütze bekommen, die haben nicht eine einzige Runde gewonnen. Und dann wurde das wieder aufgelöst. Und wenn die 16 Mal gewonnen hätten und einfach die Konkurrenz komplett rasiert hätten, dann wären die heute noch in der Liga. Und wie gesagt, im Darts ist es ja auch so, auch okay, weil da auch scheißegal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, weil der Dartspfeil, der wiegt ja keine 50 Kilo. Ne? Wenn du jetzt aber sagst, im Gewichtheben oder im Fußball oder im Kampfsport oder im Schwimmen, ja? Digga, im Eishockey. Stell dir mal vor, da kommt irgend so ein Dude, ne? Der ist 1,90 groß und wiegt 150 Kilo und sagt, oder 120 Kilo und sagt hier, ich identifiziere mich jetzt als Frau und dann wird der Enforcer in der Eishockeyliga, in der Frauen-Eishockeyliga. Jo, Digga, dann ist die Liga bald leer. Weil wenn dann so ein 65 Kilo Persönchen an Eishockey-Stürmerin einmal gegen die Bande flatscht, bleibt nicht viel übrig. Das ist das Problem, was die Leute haben. Niemand hat ein Problem damit, dass Transfrauen Sport machen. Das ist auch dumm. Ich finde es heuchlerisch, wenn Unternehmen zum Pride Month Rainbow-Washing betreiben, sonst aber komplett rückständig sind, finde es aber trotzdem besser als die Alternative, dem Thema keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das ist aber Bullshit. Also du findest praktisch Heuchlerei und Vogue-Washing und einfach nur des Geldes wegen behaupten, dass man so und so drauf wäre, obwohl man es nicht ist, besser als Ehrlichkeit. Also ich lasse mich lieber belügen, damit ich denen mein Geld gebe, als dass die tatsächlich ehrlich sagen, was sie wollen oder wie. Oder dass sie sich einfach aus der Politik raushalten. Wie gesagt, keine Ahnung, BMW verkauft Autos und haltet euer Maul. Ich finde es wichtig, dass kleine schwarze Mädchen auch eine schwarze Prinzessin haben, zu der sie aufschauen können. Das gibt es doch. Es gibt doch hier 2009 haben die, glaube ich, den Froschkönig gemacht, einen Zeichentrickfilm von Disney. Da war doch eine schwarze Prinzessin drin. Warum haben sie denn da kein Live-Action-Remake davon gemacht? Da hätten sie ja gar nichts verändern müssen. Hm? Warum ist es denn hier wichtiger, dass kleine schwarze Mädchen eine Identifikationsfigur in Ariel haben, aber kleine rothaarige Mädchen eben jetzt nicht mehr?
keine Ahnung, vielleicht bin ich irre. Und ich habe eine kleine rothaarige Tochter zu Hause. Und die hat Ariel geliebt. Ich habe ihr den gezeigt, den Zeichentrickfilm. Und dann kommt das Live-Action-Remake raus und die ist 6 Jahre alt und fragt sich aber, warum die sieht gar nicht mehr so aus wie ich. Sind die Gefühle dieses Mädchens weniger wert als die Gefühle des Mädchens, das hier sitzt? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, es gibt doch schwarze Prinzessinnen bei Disney. Und ihr könnt auch noch 20 mehr machen. Schreibt noch weitere Geschichten. Ja, bringt neue Märchen raus und macht sie alle schwarz. Es ist mir vollkommen wurscht. Aber es ist halt lazy Bullshit eines Milliardenkonzerns, der auf Diversität eigentlich höchstwahrscheinlich einen Fick gibt. Hauptsache es kommt Cohen rein. Und der jetzt auch langsam die Handbremse zieht, weil sie merken, dass sie eben mit dieser Vogue-Scheiße keine Cohen machen. Es ist doch vollkommen utopisch, denen praktisch zu glauben, dass sie das machen, damit sich dieses Mädchen über diese Ariel freuen kann. Und nicht, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ist doch vollkommen utopisch. Und ich bin bis heute der festen Überzeugung, wenn die einfach stattdessen einen neuen, originellen Disney-Film gemacht hätten, ja, mit einer neuen Hauptperson, einer neuen Prinzessin, mit einem neuen Namen, und die schwarz gemacht hätten, hätte sich kein Mensch beschwert. Außer natürlich irgendwelche todeslosten, superrechten Volldullis. Ne? Die schon. Aber ansonsten hätte sich da kein Mensch beschwert. Und bei Schneewittchen, naja, das war. Filme als Kunstform die bunte Realität unserer Gesellschaft auch tatsächlich abbilden. Und ja, aber die Realität, die diese Filme abbilden, ist eben nicht die Realität unserer Gesellschaft. Ja? Wenn ich jetzt dann wirklich eine Serie habe und der Hauptcast besteht aus 10 Personen und die Serie soll jetzt, keine Ahnung, in Mitteleuropa spielen. Und von diesen 10 Personen ist eine männlich, weiß und heterosexuell und der Rest ist alles divers. Lauter schwarze Lesben und bisexuelle Inder und keine Ahnung was drin. Dann spiegelt das nicht die Lebensrealität wider, in der wir hier leben. Wenn es tatsächlich so ist, dass wir das so widerspiegeln, dann müssten natürlich Menschen vorkommen, die divers sind, die trans sind. Aber halt in einer entsprechenden Skala. Genauso wie halt eben in dem Film von Felix Lobrecht die meisten, die da irgendwie Dope verticken in Neukölln, in der Realität, in der er aufgewachsen ist, einen arabischen Migrationshintergrund hatten. Dass dem Ganzen vielleicht aufgrund der bisherigen Überpräsenz von Menschen, die so aussehen wie ich, ein bisschen mehr Priorität gegeben werden soll. Ja, warum denn? Du hast doch gerade gesagt, die Realität soll wieder gespiegelt werden. Und jetzt doch wieder nicht? Und wie gesagt, dieses Auge-um-Auge-Ding, wenn alle nur nach Auge und Auge gehen, sind am Ende alle blind. Die Überrepräsentation der einen ethnischen Gruppe über die letzten Jahrzehnte rechtfertigt doch jetzt nicht die Überrepräsentation der anderen ethnischen Gruppen. Weil eine Überrepräsentation doch offensichtlich nichts Positives ist, weil ansonsten würdet ihr euch doch nicht darüber beschweren. Und die Überrepräsentation von weißen Menschen in den Film und Fernsehen, gerade Mitte des letzten Jahrhunderts, ist problematisch, weil sie natürlich nicht die Realität auf unserer Welt widerspiegelt. Aber genauso ist doch eine Überrepräsentation in die andere Richtung auch dumm. Ich verstehe nicht, warum man das nicht begreift. Egal aus welchen hehren Zielen heraus diese Überrepräsentation dann stattfindet. Ich check es nicht. Jetzt kommt ja, natürlich checkst du es nicht. Du bist der weiße Cis-Mann, du hast keine Ahnung, sollst du im Maul halten. Wahrscheinlich. Daran wird es liegen. Ich bin aber trotzdem unsicher, ob das Recasten bekannter Charaktere dafür dann der beste Weg ist. Danke. Danke, Base Attack. Gebe ich dir. Gebe ich dir. Macht mich das jetzt Vogue? Oder? Kommt drauf an. Nicht. Das jetzt speziell nicht. Das davor schon. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Es gibt sicher Leute, die in beide Richtungen zu jedem dieser Themen ganz andere Meinungen haben. Der Begriff Vogue hat einfach jegliche Bedeutung verloren. Was ich aber weiß ist, rechte Kräfte werden immer stärker und es hilft sicherlich nicht,
Wenn ein Wort, was von wachsenden rechten Strömungen schon lange als Kampfbegriff besetzt wurde, gleichzeitig von allen Influencern genutzt wird, denen irgendeine Veränderung erzwungen progressiv erscheint. Ja, Digga, weißt du, was ich finde, was ein heftiger Kampfbegriff ist? Hm? Ohren spitz. Das Wort Kampfbegriff ist ein heftiger Kampfbegriff. Das Wort Kampfbegriff ist inzwischen Zeit, wenn ihr das hört, ja? Wie oft habt ihr das in Kombination mit rechts gehört? Das und das ist ein rechter Kampfbegriff, dieses und jenes ist ein rechter Kampfbegriff, das ist ein rechter Kampfbegriff. Das Wort Kampfbegriff ist der größte Kampfbegriff überhaupt. Weil es dazu genutzt wird, einfach Argumente nichtig zu machen, weil ein einzelnes Wort drin vorgekommen ist, was vorher irgendjemand gesagt hat, der ein Ei am Dach hat. Kann genauso sagen, Alice Weidel hat Schnitzel gesagt. Jetzt darf in keinem Argument, dass ich mir sage, Schnitzel vorkommen, weil das ein rechter Kampfbegriff ist. Herzlichen Glückwunsch. Alles wird zum Kampfbegriff und es ist immer ein rechter Kampfbegriff. Ganz selten ist es mal ein linker Kampfbegriff. Das Wort Kampfbegriff schiebt bereits das Argument so weit in die rechte Ecke, dass man sagt, okay, dann müssen wir darüber nicht mehr diskutieren, weil es ja offensichtlich lost. Damit umgeht man valide objektive Argumente der Gegenseite, weil man sich nicht damit beschäftigen will, weil man sich dann irgendwann eingestehen müsste, dass der eigene Take halt einfach super lost war. Das ist gefährlich, denn die Leute, die in meinen Kommentaren mit der woken Agenda Hass auf Transpersonen rechtfertigen, sind vermutlich nicht die gleichen, die Disney dafür kritisieren, dass die Woke-Washing betreiben. So wird alles in einen Topf geschmissen und die Gesellschaft clean in zwei Lager gespaltet. Und das ist der beste Weg, wie rechte Strömungen gewinnen. Und dann nehmen die uns garantiert mehr weg als nur das Schnitzel. Boah, krasser Mic-Drop-Moment am Schluss noch. Den hätte ich weggelassen, wenn ich einen objektiven Eindruck vermitteln will. Aber es stimmt schon. Also zum Teil, ja, was er am Ende gesagt hat, stimmt. Durch diese von beiden Seiten immer lauter werdenden extremen Meinungen und dieses Ausdehnen dieses Overton-Fensters stärkt man natürlich die extremen politischen Lager. Das Problem ist natürlich, dass das rechte politische Lager dadurch mehr gestärkt wird durch diese Spaltung, weil, und jetzt kommen wir zu dem einen Punkt, weil die eine andere Narrative haben. Ne? Was sagt denn das extrem linke politische Lager? Das sagt ja, wir müssen hier der Wohlstand, den wir haben und den Kurs, den wir gefahren haben die letzten 80 Jahre, das haut so nicht mehr hin. Wir müssen hier verzichten, wir müssen da Abstriche machen. Es wird weniger Wohlstand geben, wir können uns das und das und das und das nicht mehr leisten. Ja? Das hat viel mit Verzicht immer zu tun. Wir müssen was ändern. Veränderung ist schon gruselig. Für jeden, für mich auch. Und das ist oft dann mit einem zusätzlichen finanziellen Aufwand verbunden. Keine Ahnung. Ja? Du musst jetzt in dein altes Haus eine Wärmepumpe einbauen. Ja? Wenn du das nicht leisten kannst, Pech gehabt. Dann hat dann dein Haus praktisch, weil das Einbauen der Wärmepumpe 100.000 Euro kosten würde und dein Haus ist 200.000 Euro wert, hat dein Haus von heute auf morgen praktisch eigentlich netto die Hälfte seines Wertes verloren, weil du kannst es ja nicht mehr für 200.000 verkaufen, weil der sagt, ja, das Haus wäre 200.000 wert, schon klar, aber ich muss jetzt für 100.000 Euro eine Wärmepumpe einbauen, deswegen ziehe ich das ab. Das ist wie wenn du sagst, keine Ahnung, ich will ein Auto verkaufen, aber da muss ein neuer Motor rein. Dann sagt er ja auch klar, natürlich, das Auto kauft ja schon ab, aber wenn da ein neuer Motor rein muss, dann müssen halt den Motorkosten von dem Kaufpreis abziehen. Das heißt, im Endeffekt hat dann dein Haus netto die Hälfte seines Wertes verloren und das ist halt schwierig. Ja? Also es ist immer Verzicht, es ist natürlich in vielerlei Hinsicht Vernunft, man wird auch von dem Klimawandelthema nicht, was schwierig ist. Und es ist Veränderung, ja? Progressivität. Nicht nur im Negativen. Natürlich viel hier gendern, den ganzen Bullshit. Na, aber es gibt natürlich auch positive Veränderungen. Aber das ist. Natürlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier und Veränderung ist erstmal gruselig und wenn es dann noch Geld kostet, leck mich am Arsch. Ja? Wohingegen dann die Rattenfänger von der AfD kommen und sagen: Nee,
Bei uns bleibt alles so, wie es ist. Genauso wie früher hier gemeint hat, hier die Renten sind sicher, bla 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 bla. Natürlich ist das alles Bullshit, aber das will man lieber glauben. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja, dein Wohlstand bleibt erhalten oder wird noch mehr. Vertrau uns. Trust me, Bro. Walla-Garantie. Wo gehen die Leute hin? Die wollen das glauben, was die AfD ihnen erzählt. Sie wollen es glauben. Weil was ist die Alternative? Und es gibt nun mal dann auch Leute, die entweder die geistige Kapazität nicht haben, zu begreifen, dass das alles Rattenfänger sind, oder die verzweifelt genug sind, oder die sich halt einfach einreden, ich will das jetzt glauben, dass das vielleicht besser wird. Genauso wie es die in einer anderen Richtung auch gibt. Ich glaube, es haben bei der letzten Bundestagwahl viele Leute SPD und Grüne gewählt, weil sie sich gedacht haben, jo, keine Ahnung, vielleicht wird es ja wirklich besser mit denen. Und wenn nicht, dann können wir wenigstens kiffen. Dann, ne? Besser geworden ist es nicht. Kiffen dürfen wir immer noch nicht. Da ist sie gelaufen. Deswegen glaube ich auch, dass die rechte Seite da definitiv netto gewinnt. Aber das muss man dann halt auch irgendwann mal begreifen. Da muss man halt auch sagen, okay, so wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit unserer Extrem-Wokeness. Und auch als Grüne dann sagen, okay, wir haben jetzt einfach die krisenreichsten Jahre hinter uns, oder wir befinden uns noch in den krisenreichsten Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg in unserem Land. Dann ist jetzt hier mit der Versichtskeule Tabula Rasa zu machen und den Leuten Existenzängste einzuprügeln, vielleicht politisch nicht der richtige Weg. Dann sollten wir jetzt vielleicht erstmal schauen, dass wir die aktuellen Krisen soweit mit Vernunft und Menschenverstand regeln können, dass wir den bestehenden Wohlstand der Menschen sichern, weil wir ja Volksdiener sind, das ist ja eigentlich unser Job, dass es den Menschen in dem Land so gut geht wie möglich. Und wenn das gesichert ist und dann gesichert ist, dass wir dann auch mit den entsprechenden Maßnahmen die Leute nicht mehr heftig abfacken. Und wenn die Leute wirklich schön warm im Nest sitzen und sich denken, jo, ich hab eigentlich genug, mir geht's gut, so. Und wenn man dann kommt und sagt, hey du, hier das und das wird ein paar Mark teurer, ist das wild, dann sage ich, ja komm, wenn es einen guten Zweck ist. Sagen die allermeisten, würden das sagen. Wenn es einen guten Zweck ist, dann komm, dann zahl ja 2 Euro mehr fürs Kilometer. Ist mir doch scheißegal. Ich hab's, es geht, läuft, kann ich verkaufen. Wenn ich aber Corona habe und Krieg und alles wird teurer und die Leute sind eh schon am struggeln und ich komme denen dann mit dem Übrigen, jetzt müssen wir alle Wärmepumpen einbauen, das kostet alles so und so viel und das kostet so und so viel und das und das und das. Und dann müsst ihr halt jetzt mal Abstriche machen. Dann sagen die Leute, Digga, wir machen seit 4 Jahren Abstriche, hast einen Schuss nicht gehört. Du kannst es schön reden, du mit deinem Ministergehalt. Dann zieht man sich den Unmut der Leute auf. Und wenn dann die Rattenfänger von der AfD kommen und sagen, wir wollen ja Schlitze wegnehmen, und sagen, ja, und schwuppsdiwumms hast du dir wieder ein paar Feinde gemacht. Genauso wie du Feinde machst für die Klimabewegung, wenn du dich auf die Straße klebst. In diesem Sinne. Oh, jeder 2 Stunden, 20 Minuten. Ich hoffe, an alle, die jetzt noch dran sind, es war euch mal eine angenehme Abwechslung, mich mal über was schwadronieren zu hören, was nicht der Wingel ist. Ich habe ihn zwischendurch ein bisschen eingestreut, aber so weit, so fein. Ja, tut nicht, was Rainer tut. Das bleibt auch immer zu sagen, egal ob es um Wingel geht oder nicht. Wenn ihr ein bastes, objektives Video rausbringen wollt, in dem ihr ein bisschen eure woke Position verteidigen wollt, endet das nicht mit so einem Mic-Drop-Moment, weil das Todescringe ist. Vor allem, wenn man so ein Hemd ist, ein Milchbubi wie er. Aber, ne? Er ist halt ein bisschen, glaube ich, emotional aufgewühlt durch dieses Thema. Verstehe ich auch. Ne, weil es wird ja seine politische Position stark angegriffen und das hat natürlich keiner gern. Ne? Ist ja auch, die politische Position ist ja bei vielen Leuten auch, nicht bei allen, die politisch interessiert sind, ein Teil der Identität
Und wenn ich seine politische Position angreife, dann greife ich natürlich auch ein bisschen immer seine Identität an. Und wenn natürlich das Woke-Sein per se in der Öffentlichkeit angegriffen wird und er sich als Woke definiert, ne, verstehe ich, dass der angemettet ist. Trotzdem, Matt-Pegel runtersetzen, keinen Mic-Drop am Ende machen, dann kannst du mit einem stärkeren Eindruck aus der Nummer rausgehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Mad Love.